Wilde Nummer. Ja, so ist das. Jetzt willst du auch nicht mehr. Hast ja Pech gehabt. Könnt ihr auch mal 6,5 Minuten des Schweigens genießen, oder? Genießt doch mal die Ruhe. Genießt doch einfach mal die Ruhe, die da war. So muss man das doch mal sehen. Keiner, der labert, keine Mucke. So ein Ding. So, warte. Was geht ab? Wie geht's euch überhaupt? Lange nichts gehört? Ja, meine Lehne im Hintergrund ist ein bisschen unlucky. Mein Stuhl kommt gleich eigentlich heute irgendwann. Aber keine Ahnung. Werden wir sehen. Wenn, dann bin ich gleich mal kurzzeitig weg. Erstmal Servus Olli, Servus Schatz, Servus Dix. Jo, Servus Glück auf, ey. Sehen wir noch eben nochmal mein Fensterchen ein bisschen verschieben. Ja, ich habe mir gedacht, ich schmeiße mal einen Stream an, weil ich bin jetzt dann erstmal 2 Wochen im Urlaub. Und ich komme quasi erst am 24.08. wieder. Da weiß ich nicht, ob ich den Montag den Stream schaffe. Ich hoffe, ja, dass ich dann schon wieder angekommen bin hier. Aber dazwischen gibt es ja keine Streams. Und ich dachte mir, komm, jetzt haben wir ja so ein bisschen was, über das wir schnacken können. Ja, ihr habt die Videos ja gesehen auf meinem Kanal, wa? Aber ich dachte mir, komm, ich schmeiß mal an. Falls ihr ein Thema habt, dann sage ich was dazu. Ansonsten können wir die Themen, die im Raum stehen, natürlich nochmal durchgehen. Das ist ja nicht das Problem, ja. Wenn alle Stricke reißen, können wir uns noch die 50 Minuten Thomas Müller Abschiedsgeschichte da angucken oder was? Habe ich auch noch nicht reingeguckt. Ben, Glück auf. Rot-weiße Grüße. Alex, Servus. Wohin geht's in Urlaub? In die Bayerischen Alpen. Wie es sich gehört für einen Bayern-Fan, oder? Was ist los mit euch? Ist nichts am Strand liegen oder sowas? Nee, wir sind in Greinau. Und wenn ihr da aus der Ecke kommt, sagt euch das ja was. Bin zwar fürs erste Heimspiel noch auf der Warteliste, aber vielleicht geschieht ja noch ein Wunder und ich kriege noch Tickets. Dann bin ich natürlich beim ersten Spieltag auch im Stadion, weil das ist der Samstag, bevor wir sonntags zurückfahren. Ja, mal schauen. Zwischendurch passiert ja ein Wunder. Ich glaube zwar nicht, aber mal abwarten. Anbo, Servus. Die lieben Freunde des Ballsports. Anbo, was ist eigentlich mit dir jetzt los mit dem Tuchel? Ganz schön Langeweile im Moment, wa? Nichts, worüber man hier diskutieren kann, seitdem der Thomas weg ist. Traurig, traurig, traurig. Ach, herrlich. Das passt ja, na klar. Ja, wir werden auch 1, 2 Tage in München sein natürlich. Und ansonsten sind wir halt in den Alpen und drumherum so ein bisschen unterwegs. So. Darauf wird es hinauslaufen. Die ist so semi. Ja gut, die Meinung schwappt ja gerade so ein bisschen, ne? Ja, ich ein Thema komplett Vorstand, komplett plus Trainer, bezogen auf Aufstellung, Nachwuchs und falschen Posis. Ja, Ben, das wird uns sehr wahrscheinlich leider die Saison über beschäftigen, wa? Und da wird wahrscheinlich auch der Ambu-Take hingehen. Und den Take habe ich ja auch so ein bisschen. Ne? Aber wie gesagt, wir warten mal den Start in die Saison ab. Ne? Und dann kann ich da dann. Aber das ist auch so der letzte, ne? Der letzte Geduldsfahren jetzt so ein bisschen. Also ich denke auch, dass es jetzt Zeit wird, da mal ein bisschen mehr reinzugehen. Was ich halt wild fand, wir können ja mit dem Thema vielleicht mal anfangen. Machen wir mal das Thema Adam Aznu nochmal auf. Ich fand es halt wild, dass da dann jetzt so verbal nachgetreten wurde. So, dass dem, ich meine, der Junge, was ist der, 19 oder was? Dass man den da jetzt da hingestellt hat, als wäre er irgendwie was, nicht motiviert genug oder sonst was. Ja, dann sollte man sich mal hinterfragen, warum. Ne? Also, ich meine, der hat eine sehr, sehr starke Vorbereitung gespielt. Ja, war super engagiert, hat sich reingehauen. Ja, dann wurde ein Davis da auf die Posi gestellt, obwohl er eine absolute Farce-Leistung gebracht haben. Von Guerrero brauchen wir gar nicht reden.
Dann hat er keinerlei Spielminuten gekriegt in der letzten Saison. Dann hat man ihn verliehen, ein halbes Jahr, nach Spanien, damit er Spielpraxis kriegt. Und dann tönt man groß vor der Club-WM rum. Ja, Club-WM, wir nehmen sie alle mit, die bekommen alle ihre Chancen. Ja, und dann siehst du bei der Club-WM Guerrero da rumdümpeln, Alter, wo nicht eine gescheite Leistung dabei war. Ähm, und du hast einen Linksverteidiger. Du hast einen fucking Linksverteidiger und dann kriegt der 8 Minuten gegen eine Amateurmannschaft und das war's. Dass der Junge danach nicht mehr sagt: „Oh, ich brenne hier richtig, ich reiß richtig ab." Ja, ist auch verständlich, wa? Ich glaube, wenn der Trainer mal da hingegangen wäre und hätte gesagt: „Pass mal auf, Adam, du bist mein Linksverteidiger in der Hinrunde, ja, solange wie Fonsi verletzt ist, hast du die Zeit, dich zu zeigen." Ich glaube, dann wäre da auch eine andere Motivation gewesen, ne? Aber das jetzt so umzudrehen, sozusagen: „Oh ja, die Einstellung hat nicht gepasst." Ja, Alter, finde ich super schwierig, ja. Ist für mich so eine absolute Ausrede der Vereinsführung einfach, dass man die Talente gerade alle in den Arsch tritt, so, weißt du? Ja, klar, was hast du gekriegt? 9 Mille oder was? Kannst du dir wieder auf die Fahne schreiben zu den 64, die wir in den letzten 4 Jahren eingenommen haben, mit unseren Talenten. Weitere 9 dabei, ne? Grandios, ja. Und dafür spielen wir jetzt die ganze Hinrunde mit 'm Guerrero als Linksverteidiger oder 'n Stanisic, ja, der eigentlich unser Rechtsverteidiger ist. Wild, oder? Katastrophe. Ich weiß nicht, wer das Testspiel gesehen hat gegen Lyon, aber wenn ihr da wieder 'n Conny Laimer gesehen habt nach hinten hin, das war wieder 'ne Vollkatastrophe. 'Ne absolute Vollkatastrophe. Junge, kannst du nicht als Verteidiger aufstellen, den Mann. Das geht einfach nicht. Das war 'ne Vollkatastrophe. Ja, weiß ich nicht. Also, das finde ich 'n bisschen schade, dass man denen da jetzt so den Stempel aufgedrückt hat. Ich habe es schon zu Mara gesagt die Tage, in 1, 2 Jahren gucken wir mal wieder, wo der Spieler so steht und dann kriegen wir wieder das Weinen in den Augen, wenn der da mit 'nem Marktwert von 60, 70, 80 Millionen steht, Alter. Ja, Katastrophe halt einfach. Verstehe ich nicht. Ja, jetzt für mich wieder so 'n Unding, was das angeht. Und ja, jetzt haben wir natürlich, bevor ich 'n Chat lese, jetzt haben wir wieder alle die Hoffnung, ne, so wie letzte Saison auch. Vorbereitung, geil, guck mal, alle spielen, Lennart Kahl, 'ne Halbzeit, ne, der Paul Wanner 'ne Halbzeit, und wie sie alle heißen, alle haben 'ne Halbzeit gekriegt, ja. So war letzte Saison dasselbe. 1:1 dasselbe letzte Saison. Vorbereitungsspiele, hast du sie alle gesehen, waren Leute bei, die haben gut gespielt, ja, da waren Leute bei, die haben sehr gut gespielt. Äh, ja, und dann weg. Ja, jetzt geht der Ernst los. Also, nee, jetzt musst du mindestens 23 Jahre alt sein, ansonsten kannst du hier nicht auflaufen, ne? Erinnert euch nur an Eran Kundas Leistungen. Die waren 1A, ne? Ja, war scheißegal. Wer hat gespielt? Pummel, Gnabry und komm, ich fange nicht mit dem Lioy an, wa? Und die Farce bei der Club-WM, Alter. Katastrophe. Ja, und was hast du Eran Kundas jetzt abgegeben für 4 Millionen? Hä? Der hat gar keine Chance bei uns gehabt. Gar keine, null. Ich meine, der Adam hat's nur genauso wenig, ja? Also, weiß ich nicht, weiß ich. Ich habe es ja auch schon gesagt in meinem Video, ne? Wenn das so die Philosophie des Clubs ist, ey, alles gut, ne? Wenn man jetzt einen Trainer da hat, so, der keinen Bock hat, ja, das ist ja noch schlimmer wie unter Tuchel, ja, der keinen Bock hat, ähm, der sagt: „Oh ja, ne, ist mir alles zu heiß, ich bin beim FC Bayern, ich will hier nur gestandene Spieler haben." Ey, dann ist das fein, ja? Wenn man das weiß, wenn man das kommuniziert, dann ist das fein. Dann weißt du, was Phase ist, dann kannst du dich drauf einstellen. Ja, dann nimmst du deine Talente, verkaufst sie für 2, 3, 4, 5 Mille und dann ist gut, ja? Aber stell dich doch nicht dahin als Verein, und da sind wir hier bei dem Kommentar gerade von wegen Vorstand und bla und Sylt. Stell dich doch nicht dahin und erzähl: „Ja, ja, seit 2 Jahren, ja, wir Christoph Freund haben wir extra geholt, der ist dafür da" und ja, ich weiß gar nicht, was der bei uns im Verein macht, ja? So, und dann stellen sich alle dahin: „Ja, wir müssen die Talente jetzt einbinden und, ja, wir wollen das auch haben. Jetzt pro Saison wollen wir mindestens einen Spieler haben, der im Kader fest dabei ist." Ey, und dann haust du die Besten, die super auffällig waren, die haust du einfach weg. Drauf geschissen, ne? Musst grade Geld generieren, um, Luis Diaz zu finanzieren, um 75 Millionen ein in die Kassen zu spielen, muss er erst mal hier 'n bisschen Kleinvieh verkaufen. Katastrophe, Alter, ja? Also, wie gesagt, dann sollen sie alle die Fresse halten, dann haben wir da gar kein Problem mit, ja? Aber man macht sich doch super angreifbar damit.
Ne, man stellt sich da hin und erzählt: „Oh, wir haben die besten Talente, in Deutschland.“ Die am besten war ja die Aussage: „Ja, wir haben die meisten Talente in Deutschland ausgebildet. Die meisten Profis.“ Wen interessiert's, Alter? Wen interessiert's, ob wir Profis für Hannover, Stuttgart oder sonst wen ausbilden? Wen interessiert das denn? Uns interessiert doch, dass wir Profis für unsere Mannschaft ausbilden. Hä? Was war das denn bitte für 'n verkackter Take? Ja, wir haben 'n super Campus, wir bilden die meisten Profis in Deutschland aus. Ja, Glückwunsch, Halleluja. Alter. Junge, Junge. Also, das Thema wird uns die ganze Saison triggern, es sei denn, der Vinny macht jetzt 'ne 360-Grad-Wendung, ja? Ich meine, in der Vorbereitung, wie gesagt, die Hoffnung ist ja da, war letztes Jahr ja genauso, da hat die auch alle reingeworfen. Also, ich sehe es nicht, ne? Sage ich euch, wie es ist. Ähm, Die beiden Spieler, die nah dran sind, wobei man bei Paul Wanner eigentlich nicht mehr vom Jugendspieler reden kann, auch wenn er erst 19 ist, hat genug Erfahrung gesammelt. Aber Lennart Kahl, so, jetzt mal ernsthaft. Also, Michael Olise kommt gar keiner vorbei. Und wenn du 'n Diaz gesehen hast, da wird es auch schwer dran vorbeizukommen sein. Und dann hast du ja immer noch 'n Gnabry und 'n Coman da rumdümpeln. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Vinny die Eier hat und wirklich sagt: „Jo, ja, Lennart Kahl ist jetzt mein Einwechselspieler Nummer 1 aufm Flügel.“ Ich würde es mir wünschen, ja, aber ich kann es mir nicht vorstellen, ja, so gar nicht. So, und Paul Wanner hast du grade so das Gefühl, ich meine, der Ebel hat sich, ja, aber was der Ebel labert, brauchen wir uns ja auch nicht dran festhalten, oder? Was er in der PK gesagt hat. Also, ich würde sagen, wenn wir uns dazu entschließen, in Stuttgart dann doch 75 Millionen in den Arsch zu schieben, dann kommt der Woldemade noch und dann wird der Paul Wanner verkauft. So, ja? Was natürlich super dumm wäre, weil er genau die Posi spielt, also. Auch da müsste der Vinny jetzt mal sagen, also nicht öffentlich, brauchst ja nicht öffentlich machen, brauchst dich ja nicht angreifbar machen, ne? Aber intern muss er hingehen zum Paul und muss sagen: „Pass auf, Paul, jetzt hier, Jamal ist noch weg, Hinrunde. Ja, du hast deine Chance, Alter. Jetzt kannst du zeigen, ob's reicht für 'n FC Bayern.“ Ja, ist natürlich 'ne Menge Druck dann, ja, logisch. Ja, aber let's go. Ja, wofür hast du den jetzt 2 Jahre über die Dörfer geschickt? Ja, fertig, ne? Ich bin sehr gespannt und dann, wenn Vinny das nicht macht, ja, dann können wir reingehen, Alter. Ja, weil dann ist er der verkehrte Trainer am Ende des Tages, bei dem, was der Verein so von sich gibt. Wenn der Verein von sich gibt: „Wir wollen jetzt jedes Jahr hier 'n Spieler integrieren.“ Und wenn du's dann nicht schaffst, 'n Paul Wanner zu integrieren, ja, der letztes Jahr Bundesliga und Europa League gespielt hat, ja, sorry, dann ist er der verkehrte Trainer, ja. Da egal welcher Erfolg da ist, dann ist er der verkehrte Trainer für auf lange Sicht, ja. Ja, ist meine Meinung zu der Jugendthematik, Alter. Äh, 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 äh. Lieber ist der FC Bayern im Instagram entfolgt. Ja, Halleluja. Dann braucht der FC Bayern also keinen Daumen hoch vergeben oder was für seine überragenden Leistungen? Wanner wird auch zerlegt angeblich. Ja, das ist 'ne Katastrophe, ne? Nein. Also, da kann ich gleich mal was zu sagen. Also Bischof hast du die ersten 20 Minuten gar nicht gesehen. Der war nicht einmal am Ball gegen Lyon. Weil der hat nicht einen Ball gekriegt. Der hat nicht einen, die haben den gnadenlos ignoriert. Der hat nicht einen Ball gekriegt. Der Wanner war super stark. Die ersten 20 Minuten hat das Spielgeschehen eingeleitet, hat super Pässe gespielt, hat mir sehr gut gefallen im Spielaufbau. Danach war es dann umgekehrt. So, aber dann haben wir aber offensiv ja auch nicht mehr stattgefunden. Dann war es so 'n Rumpimmeln im Mittelfeld. Dann war der Paul Wanner relativ wenig nur noch zu sehen und dann war der Bischof 'n bisschen mehr zu sehen. Dann war er endlich mal im Spiel angekommen und er hat das auch ordentlich gemacht, ne? Gibt's auch nix dran zu meckern, ne? Der beste Mann, beste Spieler aufm Platz war wie immer Michael, Alter. Jeder, der was anderes sagt, dann hat der das Spiel nicht aufmerksam geschaut. Lennart Kahl war zum Beispiel auch stark, ja, aber wir haben halt wenig über die Seite offensiv Akzent haben wir eh wenig gesetzt. Aber wenn ihr mal geguckt habt, was der Lennart Kahl mit nach hinten gearbeitet hat, wie engagiert er war, wie er sich reingeworfen hat, hat er auch dann noch die beste Chance gehabt mit Alles oder Nichts. Vollkommen richtig gemacht. So, ansonsten haben sich ein, zweimal vorne festgedribbelt, er, auch Paul Wanner, ja, so 'n bisschen den Musiala-Move gemacht. Ja. Aber da hast du den Bischof gar nicht gesehen, die ersten 25 Minuten. Hm, Ja. Ja, ja. Ja, die Außenverteidiger-Debatte können wir gerne führen, Alter.
Aber da haben wir, glaube ich, wenig Leute hier im Chat, die das anders sehen, oder? Olli, servus. Also wie gesagt, wer den Conny wieder gesehen hat gegen Lyon, der kam rein, der war wie ein Büffel, Alter, wie ein Stier. Ich dachte mir, bah, der Conny ist da, du siehst gleich Feuer, Alter, war. Der Gegenspieler erstmal zweimal durch die Luft geschmissen. 1A, ja. Das waren so 10 Minuten nach vorne Vollgas und dann ging es wieder los. Ja. Hast du die Räume gesehen hinter Conny Leimer? Ich dachte erst, der spielt nicht Rechtsverteidiger. Ich dachte, der Dingens spielt Rechtsverteidiger. Wie hieß er denn nochmal? Unser Innenverteidiger, der Junge. Ist gut gemacht, der Ami. Ich dachte erst, der Conny Leimer spielt nicht Rechtsverteidiger. Ich dachte, der spielt irgendwie rechts außen oder sowas. Ja, der war, zuerst war er gar nicht auf der Posi, Alter. Und dann war, oh, jo, jetzt haben wir mal eine Viererkette. Dann war der Conny einmal hinten rechts und dann wusste ich, oh, der spielt Rechtsverteidiger. Ja, und danach nie wieder. Alter, da waren Räume. Ja, das geht gar nicht. Junge. Und nochmal, wo ist die Logik? Ein Stanisic, der Rechtsverteidiger ist, ja. Seitdem der wieder da ist, hat der was? 2 Spiele als Rechtsverteidiger spielen dürfen und spielt auf links. Ey, dann kannst du es doch. Ich meine, ob Conny Leimer jetzt auf der rechten Seite spielt oder auf der linken Seite. Das kann auf links nicht schlechter sein wie auf rechts, was Defensivverhalten angeht. Ja? Also, dann stell doch wenigstens den Stani als Rechtsverteidiger, damit sich da mal eine Achse einspielen kann. Hä? Also ist Conny Leimer, also wenn ich das jetzt richtig interpretiere, so die ganze letzte Saison und jetzt auch wieder das erste Spiel, also ist unsere rechte Seite besteht aus Conny Leimer und Michael Olise. Ja? Und dann redet man ernsthaft darüber, ja, wir haben aber den Anspruch, die Champions League zu gewinnen, oder was? Was haben die geraucht? Was haben die geschnüffelt? Hä? Was ist denn los? Wir können doch froh sein, letzte Saison, dass viele Mannschaften das nicht so explizit über die Seite gespielt haben von Conny Leimer. Warum, weiß ich nicht. Ja? Aber wenn da eine offensiv einigermaßen clevere Mannschaft kommt, die zerlegt uns über die linke Abwehrseite, Alter. Aber sowas von. Hä? Junge, dazu Kimmich-Debatte fangen wir jetzt nicht wieder an. Dazu den Pfeifenkopf noch auf der 6, Alter. Hast du gleich 2 Schwachpunkte da hinten. Katastrophe, verstehe ich nicht. Warum nicht den Stunny dahin, ja? Oder meinetwegen auch den Boe, da kannst du ja von halten, was du willst. Einfach, dass sich da mal eine Seite einspielt. Nochmal, also ist unsere Seite Conny Leimer und Michael Olise, ja? Das ist unsere feste Seite anscheinend. Also Conny Leimer ist unser fester Rechtsverteidiger. Ja, und wenn man wieder mal die Stärken gesehen hat, auch gegen Lyon, dann hast du ganz klar gesehen, wo Conny Leimers Stärke ist. Ja, und dann gehört er in die Zentrale. Punkt. Feierabend. Ja, ganz einfach. Ich meine, der Winnie spielt doch dieses verfickte System. Das hatte Conny Leimer in Leipzig über Jahre gespielt und war da herausragend. Und wir vergolden ihn als Rechtsverteidiger, Alter. Ich kann nicht mehr. Und das geht so weiter in der neuen Saison. Das geht so weiter. Kannst du keinem erzählen. Kannst du keinem erzählen. Und Stani, was macht Stani jetzt? Spielt er Linksverteidiger? Mal abwechseln mit dem Guerrero wahrscheinlich, bis ein Davis zurückkommt. Davis ist ja unser Linksverteidiger. Der kann ja auch, ist ja auch egal, wie gut oder schlecht er spielt, der wird Linksverteidiger sein. So, irgendwann kommt ja auch mal Ito zurück. Ja, der ist dann vielleicht mal ein richtiger defensiver Linksverteidiger. Und was ist da mit Stani? Was machst du da mit dem? Der ist dann unser Bankdrücker, oder was? Du kannst ja dann nicht anfangen und sagen, ich nehme jetzt der Stani ist aber eigentlich mal rechter Verteidiger, den nehme ich dann jetzt und den stelle ich jetzt mit Michael Olise auf der Seite. Wie soll das funktionieren? Die haben nie zusammengespielt. Hä? Wäre ja auch unlogisch, ja? Also, für mich, so wie ich das gerade sehe, ist Conny Leimer unser Rechtsverteidiger für die kommende Saison. Es sei denn, Vinny dreht jetzt noch irgendwas am Rad oder was und wir sehen noch mal eine andere Aufstellung in den ersten 1, 2 Spieltagen, aber ansonsten ist Conny Leimer unser Rechtsverteidiger und Stani wird auf der Bank enden. Darauf wird es hinauslaufen. Ja. Ja. Dann wird er wieder die Faxen dicker haben irgendwann und dann wird es spätestens nächstes Jahr darauf hinauslaufen, dass du ihn verkaufst. So, das ist der Way to go aktuell. Katastrophe. Ja, scheiß auf den besten deutschen Rechtsverteidiger, Alter. Jetzt mal ernsthaft, die Debatte brauchst du nicht wieder aufmachen. Die Debatte ist durch.
Selbst der Nagelsmann hat es eingesehen. Also, über was reden wir? Kimmich ist unser bester deutscher Sechser und Feierabend. Jetzt nicht auf meinem Papier, aber auf dem Papier von unserem Nationaltrainer und auf dem Papier vom FC Bayern und gut. Da brauchst du nicht wieder die Rechtsverteidiger-Diskussion mit dem Kimmich aufmachen, die ist halt einfach durch, Alter. Der wird nie wieder auf Rechtsverteidiger auflaufen. Sei denn, es brechen sich 3 Leute ein Bein oder sowas. Ja. So. Punkt. Der Zug ist abgefahren. Ja, da können wir von halten, was wir wollen. Der Zug ist einfach abgefahren. Feierabend. So, das brauchen wir nicht wieder aufmachen, das Fass. Das ist einfach durch. Und ich sag ja, das Schlimme ist ja, du hast doch 2 Rechtsverteidiger in deiner scheiß Mannschaft. Ohne Kimmich. Du hast einen Stani, du hast einen Boe. Ja, lass uns über 'n Boe denken, was er willst. Ich fand, es war auch gar nicht so schlecht. Der Junge müsste halt einfach mal ein bisschen Selbstvertrauen kriegen. Das wäre eine französische, rechte Außenbahn. Soll das nicht harmonieren oder was? Oder ich raff's nicht. Geht in meinen Kopf nicht rein, ja? Ich meine, der wurde ja auch nicht aufgestellt mit dem Olise. Der Olise war ja wieder mit Conny Leimer da. Das ist unsere rechte Seite. Könnt ihr euch dran gewöhnen die ganze Saison über. Wild, oder? Ganz wilde Nummer bei uns. Ich habe so ein bisschen das Gefühl so, ja, Abwehr brauchen wir nicht. Also, das ist unser Denken gerade. Abwehr brauchen wir nicht. Wir brauchen keine starke defensive Abwehrreihe. Weil machen wir uns nichts vor, Fonzie Davies auf der linken Seite ist genauso eine Pfeife. Also, jetzt mal ernsthaft. Fonzie Davies als Linksverteidiger defensiv ist eine Pfeife, Alter. Der kaschiert viel durch seinen Speed, ja, das ist noch sein Vorteil im Gegensatz zum Conny Leimer. Und das war's. Ja, wir sind super, super anfällig über die Außen. Egal, ob das ein Davis ist oder ein Conny Leimer. Da kommen von 13 Flankenversuchen kommen mindestens 10 in die Mitte. Ja? So. Und dann willst du darüber reden, du möchtest einen Blumentopf gewinnen, europäisch gesehen? Guck dir mal teilweise die Offensiven an in Europa, Alter. Junge, Junge. Also da ist man, ich weiß nicht, was man da träumt. Sorry. Ja, das hat nichts mit Defensive zu tun, gar nichts. Null. Ja, und dann wird wieder auf die Innenverteidiger rumgehackt, weil die wieder maßlos überfordert sind, weil du einen Sechser hast, der taktisch so reif ist wie ein Stück Holz, Alter. Der läuft wieder überall rum, dann muss der Innenverteidiger wieder mehr nach außen rücken, dann hast du wieder die Riesenlücke in der Mitte und der Sechser rafft nicht, dass er in die Lücke reingehen soll. Der Sechser steht dann wieder vorne am gegnerischen Strafraum, um Pressing auszuüben, ja, oder wird gerade an der Mittellinie überrannt, weil er wieder nicht Rückwärtsbewegung kann. Katastrophe, Alter. Über was reden wir defensiv? Ja, also, das wird alles reichen für die Bundesliga, Leute. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Ja, da kommt vielleicht Dortmund, vielleicht mal Stuttgart, vielleicht mal Frankfurt. Ich weiß nicht, wie Leverkusen sich so gestalten wird. Vielleicht noch Leipzig. So, das sind 5 Mannschaften, wo du vielleicht ein bisschen in Bedrängnis mal kommen kannst. Defensiv. Ja, alles andere interessiert nicht in der Bundesliga. Aber da brauchst du ja nicht anfangen zu träumen, dass du irgendwie ansatzweise über ein Viertelfinale hinauskommst in der Champions League, Alter. Geschweige denn unter die ersten 8 in der Champions League kommst. Wild. Also, weiß ich verstehe es nicht, was da die Debatte ist, so, ja. Und dann ist jetzt die Debatte, wir hauen den Kim weg, ja. Hä? Warum? Hä? Verstehe ich auch nicht. Ja, weil er zu viel verdient. Ja, den habt ihr vor einem Jahr verpflichtet oder was? Ja gut, vor 2. Ja, warum verpflichtet man den Spieler dann und gibt ihm 16 Mille? Hä? What the hell? Katastrophe, Alter. Katastrophe einfach. Junge, Junge, wir sind auf der Außenbahn besetzt wie keine Ahnung. Und vor allem das Schlimme ist, du hättest es ja in den eigenen Reihen besser füllen können. Ja, nochmal, also Stanisic spielt einen moderaten Rechtsverteidiger, ja. Vielleicht hätte er den nächsten Stepper nochmal gemacht bei uns, ja. Den macht er aber bestimmt nicht auf der linken Seite, Alter. Ja, und links hast du den einzigsten Linksverteidiger hast du ja weggeschickt für 9 Millionen. Weil du keine Eier hast, einen Spieler unter 20 Jahren in die Mannschaft zu integrieren. Katastrophe. Ja, so viel zu den Außenpositionen. Junge, Junge. Und das wird so bleiben, ne? Ja, ich denke auch, dass der Stani, also der hat ja letztes Mal auch schon gesagt, dass er spielen will. Und das ist ja auch zu Recht.
So, aber nochmal, wenn Conny Leimer unser Rechtsverteidiger ist, dann wird ein Stunny, sobald ein Davis wieder fit ist, keine Spielzeit bekommen. Ja, also das ist ja auch lächerlich. Ja. Das können wir auch gerne mal aufmalen, das Thema Palinja. Keine Ahnung. Also jetzt mal, ey, wir können ja jetzt mal ein bisschen im Dunkeln fischen. So, ja, Thomas Tuchel wollte Minjay unbedingt. Hat er gekriegt. Thomas Tuchel wollte unbedingt Palinja. Hat nicht geklappt. Ja, aber der FC Bayern, so eine Familie, so ein geiler Verein und ja, wir gehen noch mal voll rein dann im einen Jahr. Also entweder ich meine, beides ist wir können dann mal gerne drüber reden, was ist denn schlimmer? Also entweder hat man richtig scheiße verhandelt, ja, dass man dann, gleich verhandelt hat: „Jo, dann nehmen wir ihn im nächsten Jahr, ja, weil wir ihn unbedingt wollen“, so. Unabhängig, wer dann Trainer ist, ja, was mega dumm wäre. Oder man hat mit Vinny A nicht gesprochen, hat gesagt: „Ja, alles klar, wir verpflichten trotzdem Palhinha, uns doch egal. Wir brauchen halt einen Sechser. Ja, wir wollen Kimmich loswerden.“ Das ist der Take, der am wahrscheinlichsten ist, ja. Ähm, und dann kommt 'n Kompany und sagt: „Oh ne, Kimmich ist mein Sechser.“ So, was soll ich mit dem Palhinha, Alter? Den setze ich auf die Bank, ist mir doch egal. Hä? Ich raff's nicht. Ich raff's nicht. Ja, und ich meine, die Oberphase ist ja noch, dann stellst du dann stellst du 'n Palhinha, was? 5-mal auf, wo er spielen durfte mit Kimmich zusammen und stellst ihn vor Kimmich. Stellst ihn stellst ihn auf die Achterposition vor Kimmich. Und dann stellst du dich dahin und sagst: „Boah, der Palhinha, der hat bei uns aber nicht performt, ne? Da ka der hat kein Bayern-Niveau, ne?“ Das geht ja. Ach, herrlich. Den Humor musst du erst mal haben, Alter. Den Humor musst du haben. Und das waren 50 Mille, ne? 50 Mille. Ja. Und dann stellst du dich 'n Jahr später hin: „Ja, scheiße, wir haben kein Geld, Alter.“ Den Humor musst du haben. Den musst du echt mitbringen, ne? Was 'n Palhinha anbelangt. Junge, Junge, und jetzt kannst du froh sein, dass du ihn ausgeliehen hast und das Gehalt von der Liste ist. Katastrophe. Ja, natürlich ist das schade. Also, nochmal, wenn es darum geht, einen richtigen Sechser zu haben, dann gibt es weltweit gerade relativ wenige. Ja, gut, das ist eine Pose, die nicht mehr so angesehen ist im modernen Fußball, ja. Da hast du lieber irgendwelche Kimmis rumlaufen. So, das muss jeder für sich wissen, was da schöner ist. Aber gerade uns, ich habe es ja gerade schon erklärt, mit den super offensiven Außenbahnspielern, die wirklich keine wirklichen Außenverteidiger sind, ja, wäre es doch super geil, wenn du einen Sechser hast, der weiß, was zu tun ist, ja? Klar wird er in 3/4 der Spiele nicht unbedingt gebraucht werden, ja? Ja, da hätte er sich dann vielleicht ein bisschen umstellen müssen, hätten vielleicht noch ein bisschen, aber das wissen wir auch gar nicht. Wir konnten ja nie 'n Palhinha mal sehen auf der Sechser-Posi. Und mal gucken, ob er vielleicht von hinten raus sogar das Spiel ein bisschen ordnet und aufbaut und sonst was, ja? Konnten wir ja nicht. Haben wir ja nie gesehen. Der durfte nicht einmal auf der 6 spielen, der Mann. Ja, Katastrophe. So, aber gerade wenn du doch so offen bist, wie ich es gerade sagte, du hast ganz oft bei uns den Fall, dass die Innenverteidiger nach außen rücken müssen, ja? So, und wenn du dann da 'n Palinja gehabt hättest, der weiß: „Oh, ich muss jetzt in den Raum rein oder ich muss jetzt den Raum decken oder ich muss den jetzt einfach mal die Beine wegziehen“, ja, was so 'n Kimmich auch nicht kann. So, einfach dieses defensive Denken, was der Mann halt zu 100% ausstrahlt, ja. Das würde der Mannschaft gut tun, wenn dann da 3 Defensive hinten sind anstatt 2. Aber anscheinend, ne. Das Niveau eines Palinjas für den FC Bayern nicht gereicht, ja? Und das ist dann weiß ich nicht. Willst du das jetzt dem Spieler in die Schuhe schieben? Ich meine, ich habe den in der Nationalmannschaft von Portugal gesehen, Alter. Also, weiß ich nicht, ja? Ich weiß nicht, was da die Kommunikation war. Die war anscheinend nicht vorhanden zwischen Trainer und Sportvorstand und Verein und sonst was. I don't know. Ja, was ist da jetzt der Take, den du nimmst? Ich verstehe es nicht. Ganz wild. Na ja, aber was hast du denn jetzt erwartet? Da wird Das waren schon die besten Konditionen. Was hast du denn jetzt erwartet? Hast du jetzt gedacht, jetzt kommt irgend 'n englischer Club und sagt: „Ja, komm,
Du hast jetzt ein Jahr beim FC Bayern auf der Bank gesessen. Ja, ich glaube, ach, weißt du was? Komm, ich zahle trotzdem die 50, die der FC Bayern bezahlt hat oder was? Junge, der hat 24 Einsätze. Guck mal nach auf der Bayern-Seite, ist bestimmt noch da. Guck mal die Minuten an. Wann hat er denn mal mehr wie 15 Minuten gespielt? Der saß ein Jahr lang auf der Bank. So, was erwartet man da, was man da jetzt an Geld bekommt? Ey, dafür hast du den besten, ähnlich wie bei Mathys Tel, du hast den besten Deal rausgeholt. Ja? Wenn du den Glauben schenken darfst, sie bekommen 7 Millionen Leihgebühr, die übernehmen komplett das Gehalt und haben eine Kaufoption von 30 Millionen. So, das heißt, du würdest 37 Millionen bekommen. So, du hast 50 gezahlt, also der Deal ist mega. Ja, der ist wirklich mega. Das musst du mal so sagen. Klar wäre es schöner gewesen, du hättest gleich gesagt, ja komm, 30 Millionen nach Tottenham, ja. Ja, klar wäre das schöner gewesen, aber du kannst froh sein, dass du den von der Gehaltsliste hast und noch 7 Millionen kriegst für als Leihgebühr. Was willst du denn erwarten für so einen Spieler? Denk das doch mal andersrum. Denk doch mal, der FC Bayern wird jetzt irgendeinen Bankdrücker für was? Für was sollen wir den verpflichten? Hä? Ja, fester Verkauf. Wenn du keinen Verein hast, der den haben möchte, wie willst du einen festen Verkauf machen? Hä? Ja, alles nicht so einfach, ne? Alles nicht so einfach. Ich meine, der ist ja auch keine 23 mehr. So, und ich glaube auch nicht, dass Tottenham den nächstes Jahr nimmt für 30 Mille. Da wird man sich dann wahrscheinlich, wenn er da einschlägt, wird man sich irgendwo bei 20, wenn du Glück hast, 25 einigen, ne? Drauf wird's hinauslaufen, weil auch dann wird kein Interesse da sein für 'n Palhinha. Oder meint ihr, dann kommt auf einmal der Club und sagt: „Oh, wow, geil." Ich weiß nicht, wie alt ist der Palhinha dann? 30, 31? Ich habe es grad nicht aufm Schirm. Meinst du, da kommt irgend 'n Club und sagt: „Ja, geil, für den zahle ich jetzt 60 Millionen?" Selbst wenn er jetzt 'ne starke Premier-League-Saison spielt. Tja, kannst verknickern, Alter, ne? So, wie gesagt, wenn die das Geld kriegen, was sie da jetzt ausgehandelt haben, kann der FC Bayern froh sein. Ganz einfache Kiste. Und das Wichtigste ist die was? 8 Millionen netto soll er kriegen oder was bei uns angeblich, heißt 16 brutto. Ja, hast du 16 Mille von der Liste. Oder lass es 15 sein, was weiß ich, ja? Das war das Maximale, was rausholen kannst für 'n Spieler, der ein Jahr auf der Bank saß, Alter. So. Wie gesagt, die Katastrophe ist ja eher, warum hat man den Spieler verpflichtet? Warum hat man den Spieler verpflichtet? So, man hat 'n Trainer verpflichtet und dann wird man sich ja hingesetzt haben und gesagt haben: „Pass mal auf, hier, wir haben 'n richtigen Sechser. Palhinha, willst du den oder willst du nicht?" Aber anscheinend ist das ja nicht passiert. Anscheinend war da ja kein Gespräch mit 'n Kompanie, oder? So. Weil wir können ey, du kannst ja, ich meine, der ist keine 23, das ist kein Spieler, den du holst und sagst, das ist 'ne Wundertüte. Das ist 'n super erfahrener Nationalspieler, super erfahrener Premier-League-Spieler. Du wusstest genau, du verpflichtest 'n Palhinha und du wusstest, was der kann und was der nicht kann. Und der ist definitiv kein Achter, Alter, vor einem Kimmich. Punkt. Ja? So, und den baust du auch nicht mehr um in dem Alter. Junge, der ist ja gar nicht flexibel für genug. Und da musst du dich doch fragen, ob der Trainer, weiß ich nicht, ob der auch das verkehrte Gras geschnüffelt hat oder was? Wie komme ich denn auf die Idee, ein Palhinha als Spielgestalter aufzustellen von 'ner Achterposition? Also, grade ein Trainer, der selber Defensivspieler war, der muss doch 'n Palhinha einschätzen können, ja? Jedes Mal, wenn Palhinha aufgestellt wurde auf dieser Posi, hast du das Gefühl gehabt, so der Trainer zeigt mal so: „Oh ja, guck mal, das ist der Palhinha. Der kann nix." Ja, das Gefühl hast du gehabt, wenn er den Palhinha aufgestellt hat, um ihn noch mal schön richtig einen reinzubügeln. Hä? Was? Der kann einem doch der konnte einem nur leid tun, der Mann. Ja, das ist 'ne absolute Defensivmaschine, Alter. Und wir haben sie einfach verstauben lassen. Wir haben sie einfach verstauben lassen. Ja. Und jetzt geben wir sie für 7 Millionen weiter für ein Jahr. Ja, grandios. Aber gut, wenn er bei uns eh nicht spielt, was soll er bei uns, ne?
Aber der Krieg hat ja auch keine Chance gekriegt. Einfach keine Chance. Das ist das Traurige. Also mein Take, das habe ich ja letzte Saison gebracht, da bleibe ich bei, damit können wir das Thema mal zumachen. Man hat ein paar Linien verpflichtet, unbedingt für die 50 Millionen, um zu sagen: „Pass auf, Kimmich, verpiss dich.“ Ja, so, das war die Idee des FC Bayern. Man hat gedacht: „Oh geil, komm, der Hansi geht nach Barca, der will 'n Kimmich, komm, den können wir da 50 Mille einnehmen oder ein bisschen mehr. Den Leon, den wollen wir ja auch nicht mehr haben.“ Aber selbst das hast du ja nicht hingekriegt, weil du dann keine klare Kante zeigst, Alter. Ja? Da musst du den Spielern das mal klipp und klar vor die Birne sagen, aber das kriegen wir ja nicht hin in unserem Verein. Ja. Ja, dann hat man sich ja bei den Vertragsverhandlungen hast du ja auch wieder von Kimmich auf der Nase rumtanzen lassen. Katastrophe, Alter, wie in jeden Vertragsverhandlungen. Ob es 'n Davies war, ob es 'n Kimmich war, das wird beim Opa nicht anders sein. Ja, Katastrophe. Katastrophe, unser Verein, was das anbelangt. Ey, ich weiß nicht, wer dafür verantwortlich ist, ja? Aufm Papier ist es unser Sportvorstand und da sollte man mal drüber nachdenken. Junge, Junge. Warum er nicht Dreierkette spielt, frage ich mich auch, ja. Wahrscheinlich, weil dann kein ja, weil du auch vorne auf einen Spieler verzichten musst, ne? Oder auf die Doppel-6 verzichten musst. Keine Ahnung, ich weiß es auch nicht. Frage mich nicht. Aber anscheinend wollen wir ja Doppel-6 spielen. Ich meine, wir haben 5 gut, jetzt haben wir ein paar Linien abgegeben, haben wir einen weniger in der Zentrale. Ja, hast du immer noch genug da rumlaufen. Also, keine Ahnung. Ganz wild. Hm, 75 könnte ich auch heulen, ja. Aber das ist der Preis aktuell, ne? Ich habe es ja in dem Diaz-Video gesagt, also. Wenn er all das mitbringt, was da im Raum steht, ja, der hat 70 Millionen Marktwert gerade, also, ne? Was willst du machen? So ist es. So, ich glaube, ich muss mal na, 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 na. So. Wo war ich denn jetzt, ey? Wilde Nummer. Der Tore wäre Palina Stammspieler gewesen. Ja gut, die Behauptung brauchst du ja nicht bringen, Alter. Das ist ja ein Selbstläufer. Das ist ja ein Selbstläufer. Der wollte ihn ja unbedingt haben. Reichen Bischof, Tah und Diaz als Neuzugänge in diesem Sommer oder sollte man noch 2 Spieler holen? Ich finde, dass der FC Bayern auf LV und im Sturm haben wir noch Bedarf hat, wenn man nicht auf junge Spieler setzen will. Ja, das ist der Punkt. Wenn du nicht auf junge Spieler setzen willst, dann wirst du auf jeden Fall noch was verpflichten müssen, ja. Als Linksverteidiger sehe ich jetzt nicht eigentlich. Wie gesagt, da kommen 2 wieder im Laufe der Saison. Also Linksverteidiger haben wir mehr als genug. Ja, erst recht, wenn du jetzt gerade den Stunny da rumdümpeln lässt, weil ja Leimer unser Rechtsverteidiger ist. Also da kommt Ito, kommt Davies wieder, du brauchst keinen Linksverteidiger verpflichten, das ist völliger Schwachsinn. Was willst du da mit den ganzen? Die Guerrero ist auch noch da. Du hast 3 Linksverteidiger auf dem Papier. Plus Stunny 4. Also da brauchst du keinen verpflichten. Stürmer, ja, wenn du nicht auf einen Kusi Asare setzen willst oder wahrscheinlich sieht man den Diaz auch als Neuner-Ersatz, wenn im Heavy was sein sollte, ja. Du hast noch einen Pummelknabri und Kingsley da rumpimmeln, so. Ja, die verdienen auch beide an die 20 Millionen. Solange die da sind, wird kein weiterer Spieler mehr kommen in dieser Preisliga. Ganz einfach. So, und dann wird es darauf hinauslaufen, dass ein Knabri auf der 9 rumeiert oder ein Diaz, wenn man nicht auf einen Kusi Asare setzt. Darauf wird es hinauslaufen. Aber klar wird uns da einer zu Gesicht stehen, ne? So. Wie gesagt, ein Voldemort wird mit Sicherheit gut passen, so. Aber das Geld, was da im Raum steht, ist halt auch geisteskrank. Ja. Ist halt so. Kiala war es, genau, ja. Ja. Kiala hat es ordentlich gemacht, ja. Moin zusammen, mein Verein Freiburg hat interessante Spieler für kleines Geld geholt. Ja, jeder Verein holt interessante Spieler für kleines Geld, nur der FC Bayern nicht. Mm, 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 mm.
Naja, aber das ist halt, wie gesagt, das ist ja in Abstimmung mit dem Trainer so, ja? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Das ist ja nach außen hin 'n Rätsel so. Also, dass der Trainer Spieler verbessern kann, hat er gezeigt letzte Saison, ja, also aber ob er 'n Spieler entwickeln kann, I don't know. Oder ob er da überhaupt Lust zu hat beim FC Bayern, weiß ich nicht, ne? Also, den aktuellen Eindruck hat man eher nicht so. Und wenn du dir grade mal den Umgang des FC Bayern mit Talenten anschaust in den letzten 2 3 Jahren, welcher junge Spieler, der irgendwie ansatzweise klar denken kann und Karriere machen möchte, kommt denn freiwillig zum FC Bayern? Ja, so. Wärst dir dumm, ja? Selbst wenn du riesengroßes Potenzial hast, dann kommst du nicht zum FC Bayern, Alter. Dann gehst du nach Stuttgart, dann gehst du nach Frankfurt, dann gehst du nach Dortmund, dann gehst du nach Leverkusen oder du gehst nach Leipzig, ja? Und wenn du dieses Niveau noch nicht hast, dann ist es so, wie du schreibst. Dann gehst du nach Freiburg, dann gehst du nach Mainz, dann gehst du nach Augsburg, ja, weil du da spielst. So, du gehst doch nicht zum FC Bayern. Warum ein Tom Bischof zum FC Bayern gekommen ist, frage mich nicht. Ja, da muss schon viel komisch laufen, damit wir den regelmäßig sehen diese Saison, ja? Ich meine, ich hoffe es, ja, ich weiß es nicht. So, aber nochmal, wir haben König Josua, der belegt eine Position im Mittelfeld. Punkt. Das heißt, du hast eine Position. Eine. Und Kimmich wird jedes Spiel spielen und jedes Spiel 90 Minuten spielen. Punkt. Das wird sich nicht ändern, ja? Gut, du bist in Palinja jetzt los. Halleluja. Ja, Halleluja, wenn auch nur für eine Saison. So. Das heißt, du hast eine Posi, da hast du 'n Pavlo, da hast du 'n Leon und da hast du dann jetzt den Bischof, ja? Aber in der Regel solltest du da auch 'n Conny Leimer haben, ja? Das heißt, du hättest 4 Spieler für die Posi. Jetzt hast du 3 Spieler, ja. Na, 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 na. Die Außendarstellung unseres Vereins bei den Transferperioden ist eine reine Vollkatastrophe. Ja, da gehe ich mit. Aber das war sie schon letzte Saison. Ach ja, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Kann mir schon vorstellen, dass der Diaz dann irgendwann der Wunschspieler war, ja? Und dann ist auch gut, dass man irgendwann dann daran festgehalten hat und den Bums durchgezogen hat, weil dieses ganze, ähm, ja, Florian Wirtz-Desaster, ja, sorry, ja? Da siehst du doch schon, dass das nicht mit dem Trainer abgesprochen war. Wenn ein Florian Wirtz sich da hinstellt und sagt: „Der Arne Slot hat mich einfach mehr überzeugt, dass ich ins System passe, dass man auf mich setzt“, dann sagt das doch alles aus. Ja, ja, ein Uli Hoeneß und ein Karl-Heinz Rummenigge wollten unbedingt einen Florian Wirtz verpflichten als Statement-Transfer in Deutschland. So, ein Vincent Kompany, ein Max Eberl wollten den wahrscheinlich gar nicht haben. Ja, die wollten den nicht. Punkt. Ja, so. Und dann stehst du da wie 'n Idiot. Ja, aber dann kommuniziert doch mal. Das ist doch dasselbe, wie ich grade sage beim Palinja. So, da wurde auch nicht kommuniziert. Null. Dasselbe beim Arzt und beim Iran Kunda und wie sie alle heißen, Alter. Das ist alles da ist keine Kommunikation. Ja, ich weiß es nicht. Man sieht halt keinen klaren Gedanken so. Jeder, der da sitzt im Verein, erzählt irgend 'nen dummen Scheiß, Alter. Dann hast du 'n Sportvorstand. Ja, was ist mit dem? Was ist mit dem? Hat der nix mehr zu sagen? So, der hat nicht mit Liverpool verhandelt, der hat nicht mit Stuttgart verhandelt, der steht in irgendwelchen CCs, in irgendwelchen E-Mails. Was macht der Eberl bei uns im Verein? Was macht der? Was ist seine Aufgabe? Ich weiß es nicht. Hat er also den Vertrag mit dem Diaz ausgehandelt, mit dem sein Berater oder was? Das ist seine Aufgabe. Ablösesummen verhandelt er nicht, das macht der Chrissy. Was macht der Christoph Freund? Was macht der in unserem Verein? Das ist unser Sportdirektor. Was macht der? Ich habe keine Ahnung. Was macht der? Wofür ist der da? Ja, wofür ist der da? Florian Wirtz auch. Da waren Eberl nicht immer involviert, da war Christoph Freund nicht involviert. Da kamen 2 Aufsichtsratmitglieder und wollten Spieler verpflichten. Puh.
Junge, wir regen uns über irgendwelche, komischen spanischen Präsidenten auf, die sagen: ja, hier, ich verpflichte diesen Spieler.“ Ey, beim FC Bayern ist das kein Stück anders. Nur, dass der FC Bayern dann diese Spieler noch nicht mehr verpflichtet. Das aber vorher großmündig 3 Monate erst mal ausrollt und tönt. „Oh, der Florian Wirtz, der kommt zum FC Bayern, b b b bub.“ Alter, kannst du dir nicht ausmalen eigentlich. Ja, unsere Außendarstellung ist 'ne Vollkatastrophe, Alter. Ja? Auch diese vor dem Diaz-Geschichte. Ja, hier oh, der hat abgesagt. Da sagt Paris ab, da sagt der ab, ja. Oh ja, dann sind wir jetzt doch endlich mal angekommen. Junge, und dann beschäftigt man sich kurz vor knapp, ähm, mit dem von Bilbao. Siehst du, der Name ist schon weggefallen, Alter. Ja, du wusstest schon vor einem Jahr, dass der Vertrag von Leroy Sané ausläuft, ja, der eine absolute Vollkatastrophe in München ist, dass du überhaupt darüber nachgedacht hast, diesen Pisskopf zu verlängern, wenn auch nur für 2 Millionen Jahresgehalt, ja? Wäre eine Vollkatastrophe gewesen. Ja, das wusste man. Und der hat doch den ganzen Verein noch mal vorgeführt. Nico Williams, genau. Man hat den noch mal der hat uns komplett vorgeführt. Vor der ganzen Fußballwelt hat der Ficker, um es mal klar zu sagen, uns vorgeführt. Ein Spieler, der keine Leistung gebracht hat, über 4 Jahre beim FC Bayern, führt uns vor, indem ein Vertrag ausgehandelt wurde, dann der Berater gewechselt wird, um so dem Verein zu zeigen. Und dann stellt sich der Verein da noch öffentlich hin und sagt: „Ja, das ist das normale Fußballbusiness. Das ist gar kein Problem für uns. Wir werden noch mal komplett von Null anfangen, werden noch mal neu verhandeln mit dem neuen Berater.“ Alter. Ey, da hast du dich öffentlich hinzustellen als FC Bayern und zu sagen: „Alles klar, Leroy, hau rein, wir wünschen dir viel Spaß.“ Punkt. Davor hat's 'n Davies getan. Er hat uns bloßgestellt öffentlich. Über ein Jahr lang. Und was ist am Ende passiert? 30 Mille Handgeld, 17 Millionen Jahresgehalt plus Boni 20 Mille. Bäm! Für 'n durchschnittlichen Linksverteidiger, Alter. Der schnell ist, ja, grandios. Hättest du in Freiburg bestimmt auch einen gefunden, der schnell ist. Junge, Katastrophe. Kannst du dir nicht ausmalen. Kannst du dir nicht ausmalen. Und dasselbe wird mit dem Opa passieren. Ja, dasselbe passiert jetzt mit dem Opa. Der wird uns auch entweder geht er ablösefrei, ja, aber das wird der FC Bayern, da kann er dann wieder nicht zulassen und dann ja, dann willst du den Opa die 20 Mille in den Arsch schieben. Darauf wird's hinauslaufen und schön 20, 30 Mille Handgeld. Verkaufst du halt wieder 5, 6 Talente, ist doch kein Problem. Hä? Was soll das denn? Alter. Ja, also noch mal, was das angeht, hast du das Gefühl, unser Club steht still seit 10 Jahren. Der steht still. Der steht still, der entwickelt sich nicht weiter. Der entwickelt sich nicht mit der Zeit. Es ist nicht mehr die Zeit, den Spielern nur zu pudern, nur in den Arsch zu kriechen und den Spieler alles machen zu lassen. Mir san mir, ja, grandios. Ja, grandios. Wo führt uns das denn gerade hin? Und dann haust du noch den einzigen, der mir san mir von Anfang an gelebt hat, den Mathys Tel, den haust du noch weg. Hä? Also, das rafft keiner mehr bei uns, sorry. Ja, und diese Transferphase ist 1:1 dasselbe. 1:1. Das wird sich nicht ändern. Ja, du musst hoffen und beten, dass er Diaz einschlägt, dass er nicht zum zweiten Sadio Mané wird. Ja, aber der hat wenigstens 'ne andere Einstellung. Das war ja mal erfrischend, den Mann aufm Feld zu sehen, ja? So, von daher kann der Transfer halt passen. Ja, aber ist auch 'ne Farce, ja? Wir brauchen nicht darüber reden, dass er für 'n 28,5-Jährigen 75 Millionen zahlt. Und wahrscheinlich sind da oder 67,5 und mit Boni 75, was weiß ich. Ja, sei mal dahingestellt. Also, ey, keine Ahnung. Vorher hast du Bakula angefragt, dann Nico Williams angefragt, den hast du angefragt. Ja, Leute, wie soll das denn funktionieren? Ey, du hast bei uns echt den Eindruck von außen, war schon bei der Trainersuche so, man hat keinen Plan. Man hat keinen Plan. Ja, warte mal, der könnte ja. Der könnte passen, oder? Komm, wir fragen da mal. Ach nee, der will nicht. Was ist denn mit dem? Ah, der könnte auch passen, ja, ja. Ja, komm, wir fragen da, komm, wir fragen mal. Ah, der will auch nicht. Ich meine, wenn man so arbeitet, ja, so kommt es nach außen rüber, wäre das ja schon traurig genug.
Noch trauriger ist es, dass das alles nach außen dringt. Ja, das ist doch das Schlimme. Und das seit Jahren. Das ist ja nicht erst seit jetzt. Das ist ja auch nicht erst seit der Eberl da ist. Seit Jahren. Jeder Furz, den der FC Bayern macht, dringt nach draußen. Jeder. Kannst du dir nicht ausmalen. Verstehe das alles nicht. Katastrophe. Also. Und da braucht ihr mir auch nicht wieder kommen hier, oh ja, dann verpflichten wir jetzt den Grösche, der in Frankfurt guten Job macht. Ja, Alter, der geht genauso unter bei uns wie alle anderen. Nochmal, kann mir einer in den Chat schreiben, was ein Christoph Freund bei uns macht? Was macht er bei uns? Wofür ist er da? Was ist sein Aufgabengebiet? Max Eberl, was macht der genau? Ablösesummen darf er ja nicht mehr verhandeln, das macht der Chrissy. Hä? Ich blick's nicht. Kannst du dir nicht ausmalen. Kannst du dir nicht ausmalen. Backup für Kane, ja, habe ich ja gerade schon gesagt. So, dann hast du einen Diaz da oder einen Gnabry, den wirst du da hinstellen wahrscheinlich. Nee, also wie gesagt, das UPA-Thema ist das nächste, was brennen wird. Und das, ja. Aber das ist doch schon das erste Unlogische, ja. Warum geht man denn mit Spielern? Nimm sie alle. Kannst ja durchgehen. Kimmich, Davis, jetzt ist es UPA. Warum geht man mit Spielern, die man halten möchte, in das letzte Vertragsjahr rein? Ich verstehe es nicht. Ist für mich ein Unding. Ein absolutes Unding. Ja, und dann wunderst du dich, dass du von dem Spieler auf der Nase herumgetanzt wird. So. Du musst doch klipp und klar sagen, pass mal auf, so, wir setzen uns jetzt zusammen, wir verhandeln jetzt einen neuen Vertrag, kriegen wir das nicht hin, alles klar, Opa, dann wirst du in diesem Sommer den Verein verlassen. Punkt. Egal wie gut er ist oder nicht. Du kannst doch nicht wieder ins letzte Vertragsjahr gehen und die auf der Nase rumtanzen lassen. Ja, mit dem Leroy, alles klar. Mit dem Serge, mit dem Kingsley, kannst du das alles machen. Das sind eh Nulpen. Mit dem Goretzka, die laufen alle aus. Die laufen alle aus nächstes Jahr. Ja, da kannst du ja überall sagen, komm, hier für 5 Millionen kannst du bleiben. Wird eh keiner machen. Alles gut, ja. Aber ein Opa, der ja anscheinend unumstrittener Stammspieler bei uns ist, kannst du doch nicht ins letzte Vertragsjahr gehen, Alter. Das kannst du doch keinem erzählen. Ey, die arbeiten wie ein Kreisligaverein. Du gehst doch nicht mit mit deinen Stammspielern in das letzte Vertragsjahr rein. Junge, was wird denn jetzt passieren? Was wird denn jetzt passieren? Ha? Was passiert jetzt mit Opa? Sollen wir es kurz durchgehen? Sollen wir das Beispiel Davis nochmal aufmachen? Also Real Madrid ist der erste Club, sobald die Transferphase rum ist, sobald die 1. September, 2. September kriegt er einen Anruf von Real Madrid. Ey Opa, pass mal auf, nächstes Jahr kommst du aber zu uns, ne? Bist ja ablösefrei, bei uns kriegst du 20 Mille, komm, dann bist du bei den königlichen weiße Trikot, Opa, du bekommst du zu uns, oder? So ist das Erste, was passiert. So, und da gibt es wahrscheinlich noch 3, 4 Vereine, die direkt anrufen werden. So, da braucht mir auch keiner kommen mit, ja, nee, das ist ja verboten, das wird nicht passieren. Ja, die rufen dann nicht beim Opa an, die rufen beim Berater an, Alter. Hä? Kannst du dir nicht ausmalen? Warum ist denn der Fonzie Davis so durch die Decke gegangen? Ja, den hätte sagen müssen, ja, verpiss dich, Fonzie. Tschüss, Alter. Ich hätte den einen ja auf die Tribüne gesetzt. Punkt. Nein, das passt nicht zu mir, Samir. Das wird bei uns nie passieren. Ja, wenn wir Spieler haben, der Spieler muss den Verein verlassen wollen. Ansonsten das wird nie passieren bei uns. Nie. Ja. Und dann setzt man sich dahin, oh ja, wir sind keine Geldscheißer. Wir haben kein Geld. Ja. Wir reden seit 3 Jahren darüber, dass ein Gnabry, Coman, Goretzka, Kimmich, dass sie alle maßlos überbezahlt sind. Dann verlängerst du mit dem Kimmich noch zur selben Kondition, Alter. Du schießt einen Jamal Musiala, der was ist? Der seit seiner Vertragsverlängerung nur verletzt ist, schießt du über 20 Millionen in den Arsch. Ach, hör mir auf, Alter. Kannst du keinem mehr erzählen. Kannst du keinem mehr erzählen. Ja? Und wenn du das schon machst, so, wir tun das ja, ist ja Fakt, ja? Wenn du das schon machst und für wenige Spieler super viel Gehalt zahlst,
Dann wäre es doch schlau zu sagen: „Komm, ich nehme vielleicht mal den einen oder anderen Jugendspieler mit ins Boot, weil der kostet mich ja nix an Gehalt.“ Aber selbst das machst du dann nicht. Fällt dir nichts so ein. Ja, und unsere Außendarstellung ist, wie gesagt, ist 'ne Katastrophe. Junge, Junge. Ach, die Vereinsführung wird gar nicht umdenken, da wird gar nix passieren, Alter. Ja, aber so war's doch letzte Saison auch. Der Trainer hat doch nicht mehr Spieler eingesetzt. Warum sind wir denn ausgeschieden gegen Inter Mailand, Alter? Weil wir die super schlechtere Mannschaft waren? Ne, weil wir einfach nicht fit waren. Hä? Du hast gegen Dortmund die erste Elf auflaufen lassen. Why? Warum? Hä? Inter Mailand hat auf der anderen Seite mit nur 3 Punkten Vorsprung in ihrer Liga die kompletten Stammspieler geschont. Ja. Bei uns war 'n Harry Kane absolut am Limit, Alter. 'N Kimmich war absolut am Limit. Das hast du gesehen. Egal, 90 Minuten gegen Dortmund. Hä? Ja, der rotiert halt nicht. Der hat einmal rotiert, aber hat auf die Fresse gekriegt gegen Bochum, da war das Thema durch. Wir rotieren nicht mehr. Ja, so funktioniert Rotation aber nicht. Vielleicht sollte der Vinni mal beim Ottmar anrufen und ihm mal Rotation erklären lassen. So, du musst schon die ganze Saison von Spieltag 1 an rotieren. Du musst von Anfang an 16, 17, 18 Spieler mit ins Boot nehmen. Du kannst nicht sagen, ich spiele jetzt die Hinserie so und in der Rückserie, oh ja, jetzt bräuchten die mal eine Pause, ich rotiere jetzt mal ein Spiel. Und dann wundert man sich, dass man gegen VfL Bochum verliert oder was? Wie soll das funktionieren, Alter? Junge, fällt dir nix so ein, ey. Bup, badup, bup, bup. Ja, natürlich werden wir uns über dieselben Themen auslassen und das ist nicht langweilig, ne. Solange sich das nicht ändert, ist das auch nicht langweilig. Ja, wir werden sehen, weil wie's weitergeht mit Kompanie. Also, ich denke mal, man hat ja jetzt von der kompletten Außendarstellung und auch vom Verein noch mal die klare Ansage gekriegt, was der Verein sich vorstellt, so jugendspielermäßig. Und dann wird man sehen, was der Trainer umsetzt und was nicht. Ja, fertig. Mm, 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 mm. Ja, aber die Trainer hast du ja alle nicht gekriegt, ne? Also, wenn ich 15 Millionen für Palhinha zahle, dann hole ich auch einen Trainer, der mit einem klaren Sechser spielen will oder ich hole ihn erst gar nicht. Ja, richtig. Aber man hat ja anscheinend Palhinha verpflichtet, bevor man 'n Trainer verpflichtet hat. So wird's ja anscheinend gelaufen sein. Leider. Mm, 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 mm. Ja, aber wie gesagt, du hättest auch keine besseren Konditionen gekriegt für 'n Palhinha. Das Ding ist ja auch immer, vielleicht hätte es ja 'n Club gegeben, ja, der für 'n Palhinha, was weiß ich, irgend 'n Saudi-Club, weiß man ja nicht, ne? Hätte ja sein können, so. Aber wenn er auch keinen Bock hat, da hinzugehen, der will halt Fußball auf'm hohen Niveau spielen, ne? Ist in seinen letzten guten Jahren, ne? So. Ist doch logisch, ja? So. Und wenn dann der einzige Club ist, der anfragt, Tottenham ist, ähm und die uns langsam aber sicher die 100 Millionen für Heavy jetzt über die nächsten 2, 3 Jahre zurückschieben, weil sie sich unsere Spieler gönnen, ja, dann ist das so, ne? Ja, guck mal, 984 Minuten insgesamt, kannst du keinem erzählen. Mm, 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 mm. Ja, natürlich. Ja, jetzt mal ernsthaft. Es war doch klar, dass du keine 50 oder 60 Millionen für 'n Tell bekommst. Ja, der hätte ja direkt einschlagen müssen da auf allerhöchstem Niveau, direkt jedes Spiel 'ne Hütte machen, so. Dabei denke ich auch, dass Uli, Heiner Dresen, Freund und Ehe alle mal ganz weit weg sollen. Das weiß ich nicht. Das ist ja, du blickst es ja nicht. Ey, du blickst es nicht von außen. Es kann doch keiner sagen, wer was in diesem Verein macht. Also, ich weiß es nicht. Ich raff's nicht. Ich kapier's nicht. Wir wissen alle, der der Aufsichtsrat muss jedem Transfer zustimmen. Das wissen wir alle, das haben wir erlebt, ja. Letzte Saison wurde 'n Eberl da vorgeführt und diese Saison darf er schon nichts mehr verhandeln, ja? Außer nur mit dem Spielerberater oder was, aber nicht mehr mit den Vereinen, da darf er nicht mehr. Äh, kannst du dir nicht ausmalen. Kannst du dir nicht ausmalen, was bei uns passiert.
Mm, 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 mm. Viele sollten mal verstehen, dass der Transfermarkt im wahren Leben nichts mit einem Managerspiel zu tun hat. Wie soll jemand einen Gnabry, Coman, wie sie alle heißen, verkaufen? Ist nun mal Rudis Resterampe. Ja, du könntest die verkaufen, aber dann müssten die Spieler auf Gehalt verzichten. Ne? Und nochmal, ich sag dir ganz ehrlich, ich glaube, du würdest so ein Coman, so ein Gnabry, so ein Goretzka, würdest du verkauft bekommen. Ja? Du müsstest den Spielern nur klipp und klar sagen, nochmal, habe ich letzte Saison schon gesagt, pass mal auf, wir planen nicht mit euch. Ihr könnt in der zweiten Mannschaft, in der zweiten Trainingsgruppe mittrainieren. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr auch gerne in der vierten Liga mal auflaufen. Könnt ihr die Amateure unterstützen. Wir planen in der ersten Mannschaft nicht mehr mit euch. Und dann musst du das durchziehen. Und dann werden die Spieler den Verein verlassen. Weil am Ende wollen die Fußball spielen. Ja? Und wenn dann Juventus Turin kommt, so wie es letztes Jahr war zum Beispiel, und dann nach einem Goretzka fragt und sagt, pass mal auf, Leon, wir können dir aber nur 10 zahlen. Ja, so. Dann wird ein Goretzka sagen, ja, weißt du was, drauf geschissen. Dann gehe ich nach Juve, da ist ein guter Club, da spiele ich Champions League, da kann ich noch Fußball spielen. Und sitze hier nicht auf der Tribüne rum. So. Wenn man das aber nicht tut, wenn man sich dann als Rosa Uli, Patrono, Orono da hinsetzt und sagt, ja, nee, bei uns im Verein wird das nicht passieren, bei uns werden nur Spieler den Verein verlassen, wenn sie das auch wollen, weil sie am laufende Verträge haben. Ja, dann passiert das, dann wirst du die Spieler nicht los. Warum soll denn ein Gucci Gnabry, der keinerlei sportlichen Ehrgeiz mehr versprüht oder den Anspruch an sich selber hat, Stammspieler beim FC Bayern zu sein, was er seit 2 Jahren stetig zeigt, ja, warum soll der denn jetzt dann sagen: „Ach nee, nee, ich gehe woanders hin, wo ich die Hälfte verdiene wie beim FC Bayern?“ Es gibt doch keine Vereine, die diesen Spielern das Geld zahlen, ja? Weil, wie du sagst, diese Spieler gar nicht mehr dieses Niveau haben oder auch nie hatten für das Geld, was sie verdienen. Ob es ein Kimmich ist, ob es ein Goretzka ist, ob es ein Gnabry ist, ob es ein Coman ist, ob es ein Leroy Sané war, die haben dieses Niveau nicht mehr, ja? So, haben die nicht. Haben die nie gehabt, das Niveau, um 20 Millionen zu verdienen auf ihren Positionen. Kimmich hätte das vielleicht gehabt, wenn er Rechtsverteidiger geblieben wäre. Wäre wahrscheinlich einer der weltbesten Rechtsverteidiger geworden, dann hätte man auch sagen können, jo, alles klar. Ja, das ist 20 Millionen wert. So, aber auf der Sechserposition, der ist ein durchschnittlicher Sechser. Punkt. Ja, wenn er einen guten Tag hat, ist er auf einem guten internationalen Niveau. So, aber das hat nichts mit Weltklasse zu tun. Aber die verdienen halt alle Weltklasse. Die verdienen alle Weltklasse bei uns. Ja, so, wer soll die Spieler kaufen? Ey, da kommt noch nicht mal ein Scheich, der anfragt. Da kommt noch nicht mal ein Scheich, der anfragt. Warum? Was hat der Gnabry für 'n Namen? Was hat der für 'n Standing? Der hat null. Goretzka, was haben die für 'n Standing? Null. Ja? Der Liboy hatte noch 'n Standing, deswegen wo kam da mal 'ne Anfrage aus der Türkei? Ich weiß nicht, die haben wahrscheinlich die letzten 3 Jahre keine Bayern-Spiele gesehen. Ja, so, wer soll da anfragen? Dasselbe bei Kimmich, Alter. Sorry, es ist so. Geht nicht, wirst du nicht los. Wie auch? Mm, 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 mm. Und die würdest du noch nicht mal im Managerspiel loswerden, wenn du das Beispiel schon bringst, Ambu, weil Managerspiel immer ganz einfach ist. Weil die schon so alt sind, wird auch da im Managerspiel kein Verein kommen und denen das Geld zahlen. Da geht das zwar nicht nach der Leistung sehr wahrscheinlich, aber nach dem Alter spätestens. Und dann kriegen die auch nicht mehr das Geld. Ah. Ah, herrlich, ey. Hm. Ach, ne, Spocks, da gehe ich nicht mit. Also der Trainer eifert ein wenig zu viel seinem großen Idol Pep nach, der ja auch dafür bekannt ist, merkwürdige Entscheidungen zu treffen. Ja, aber Pep hat ja nie irgendwelche merkwürdigen Entscheidungen getroffen, was Alter oder sonst was angeht. Das war Pep ja egal. So. Pep war das scheißegal, Alter. Siehst du auch bei City, ob da ein 36-Jähriger ist oder ein 19-Jähriger. So, das ist ein Pep scheißegal. So, und das Gefühl hast du halt beim Kompany nicht. Zumindest nicht letztes Jahr. Aber nochmal, ich kann es verstehen auf letztes Jahr bezogen.
Da ging es halt erstmal darum, Mannschaft so, ja, du willst eine Mannschaft aufbauen. Der hätte halt, habe ich ja gerade gesagt, der Verein hätte ihn halt unterstützen müssen, ne? So. Ist ja alles fein. Du hättest ja sagen können: „Komm, Vinni, guck dir das 4 Wochen an und dann sagst du, den kannst du nicht gebrauchen, den kannst du nicht gebrauchen, den kannst du nicht gebrauchen.“ Und dann muss der FC Bayern sagen: „Pass auf, wir wollen dich hier nicht mehr. Der Trainer plant nicht mit dir, es macht keinen Sinn, such dir 'n neuen Verein. Ansonsten gehst du auf die Tribüne.“ So, das hätte die Kommunikation sein müssen. Die war halt nicht da. So, ja? Und dann ist doch klar, dass 'n Kompany die ganzen Leute, man hat's beim Goretzka versucht, halbherzig. Das war der einzige Spieler, wo man das versucht hat, ja? So, und da musst du die Spieler doch mit ins Boot nehmen. Du kannst ja nicht in die Saison gehen und hast dann 4 Stinkstiefel in deiner Mannschaft. Da haben wir doch die letzten Jahre gesehen, was das bewirkt, ja? Kompanie hat's doch immerhin hingekriegt, dass wir wieder 'ne Mannschaft aufm Feld hatten, dass wir als Mannschaft agiert haben und das war gut. So, das hätte er nicht hinbekommen, wenn er gesagt hätte: „Oh ne, die würde ich niemals aufstellen, die setze ich auf die Bank, dann nehme ich jetzt lieber, ähm, 'n Jugendspieler und stelle den da hin.“ So, das wäre nie passiert. Du hättest niemals dieses Mannschaftsgefühl Gefühl hingekriegt, ja? So, deswegen kann ich das verstehen. Da hätte der Verein war in der Pflicht, ihm das abzunehmen. So. Deswegen sage ich ja, jetzt kommt die zweite Saison. So, ja. Jetzt geht's darum, jetzt muss er zeigen. So, und jetzt muss er's auch hinkriegen, nach Leistung zu gehen. Und ja, keine Ahnung. Man muss dann auch mal einsehen, dass Conny Leimer kein Rechtsverteidiger ist. Aber dann drehen wir uns ja wieder im Kreis. Äh, 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 äh. Düt, 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 düt. Kann das auch nicht mehr hören mit dem Wiederverkaufswert, als ob der FC Bayern jemals ein Verkäuferverein gewesen wäre. Wenn wir Woldemet für 50 Millionen gekauft hätten, wäre das traurig. Dagegen ist Diaz ja schon ein Schnäppchen, gemessen an den bisherigen Leistungen. Ja, weiß ich nicht. Also, wie gesagt, ich habe es ja in meinem Video gesagt. Ich sehe das beim Diaz so: Ey, erstmal Halleluja. Es ist ein neuer Spieler für die linke Seite da. Nach gefühlt gefühlt 10 Jahren. Gefühlt 10 Jahre. Ey, guck gerne nach. Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt keine Lust nachzugucken. Wie lange ist der Gnabry da? Kingsley? Kingsley war da, wo noch Ribéry da war. Junge, wir haben endlich einen neuen Spieler für die linke Seite. Halleluja. Ja? Halleluja. Junge. Endlich sehen wir nicht mehr die gleichen Kapsbieren da. Ja? Das muss man mal herausstreichen. Ja, dass der zu teuer war für das Alter, bla Sülz. Alles gut. Nochmal, der hat 'n Marktwert von 70 Millionen. So, du zahlst ein bisschen mehr über Marktwert wahrscheinlich am Ende des Tages. Ey, wenn er das liefert, was er bei Liverpool geliefert hat, wenn er bei uns noch ein bisschen besser eingebunden wird vielleicht. Allein wenn du sein Mindset halt siehst. So, ja, der hat sich nach dem Spiel gegen Lyon da hingestellt und hat gesagt: „Ja, ich habe ein ganz gutes Spiel gemacht, aber eigentlich hätte ich ein Tor von mir erwartet und hätte ich machen müssen.“ So, Junge, habe ich die letzten 10 Jahre von keinem Bayern-Spieler gehört. Die loben sich alle gegenseitig in den Himmel, wenn die mal einen guten Pass machen. Hä? Ja, und dazu ist das noch anscheinend 'n Spieler, hoffentlich hier Holzgeklopfe, der super selten verletzt ist so, ja? Und wenn du dann endlich mal einen hast, der mal wieder 'n gewisses Niveau auf die linke Seite bringt, ja, Halleluja, Alter. Dann hättest du wegen mir auch 100 Millionen zahlen können. So. Und ob der Diaz-Transfer gut ist oder nicht, sehen wir in 3 Jahren. So, dann können wir zurückblicken, können sagen: „Ja, Alter, der hat uns auf 'ne neue Ebene gehoben“, weil wir endlich mal wieder 'ne linke Offensivseite haben, die wir letzte Saison auch nicht hatten. Ja, das muss man mal ganz klar sagen. Die haben wir mal in 'ner Handvoll Spielen gehabt, wenn Coman mal 'n guten Tag hatte oder 'n Serge mal 'n guten Tag Anfang der Saison hatte. Danach war ja Serge nicht mehr zu sehen. Von Leroy brauchen wir nicht anfangen, oder? So, ja? Von daher, ja, und danach musst du sehen. I don't know. Vielleicht ist er Lewandowski und ist mit 33, 34 immer noch 'ne Maschine. Ja, weiß man doch nicht, ne? Mal abwarten. Ja. Und natürlich wirst du dann nicht mehr sagen können: „Ja, wow, ich kriege jetzt noch 50 Millionen. Ja? Dann kannst du froh sein, wenn du noch 20 kriegst, aber wen interessiert's dann? Wenn du dadurch dann irgendwie, 'ne Champions League gewonnen hast oder was weiß ich was.
Ja, dafür fehlt uns defensiv einiges, brauchen wir nicht drüber reden. Aber ihr wisst, was ich meine, oder? So. Also von daher alles gut. Und du musst mal sehen, dass du einfach so 'n Bakola, den ich gerne bei uns gesehen hätte, oder so Nico Williams, ja, die waren halt einfach nie möglich. So, die sind nicht möglich. Paris wollte Bakola nicht abgeben und Williams, wollte nie aus Spanien weg. So, was wären denn die anderen Alternativen gewesen auf der Position, ja? Da kannst du doch froh sein, dass es so 'n Diaz noch geworden ist am Ende des Tages. Ja, wie gesagt, ja, klar, wir können uns in einem Jahr hier hinstellen oder in 2 und können sagen: „Alter, 75 Millionen für 'n 30-Jährigen, der 10 Saisonspiele gemacht hat und ein Tor." Ja, vielleicht sitzen wir aber auch in 2 Jahren hier und sagen: „Alto Belli, ja, alles richtig gemacht. Der hat 2 Jahre durchgespielt, hat 40 Hütten gemacht und 30 vorbereitet." Ja, wer weiß das denn? So, und dann sind 75 Millionen fein, so ist halt der Markt. Ja, noch mal, der Marktwert ist 70 Millionen von dem Spieler, ne? Darf man halt nicht vergessen. Und noch mal, ich persönlich freue mich einfach darüber, mal 'ne andere Art Spieler und 'n anderen Typ auf der linken Seite zu sehen, ja? Ich kann die Gnabry-Coman-Geschichte nicht mehr sehen, Alter. Ich kann sie nicht mehr sehen. Ich kann's nicht. Und wenn du dann guckst, wo wir schon nimm Palhinha, wo wir schon 50 Millionen verbraten haben, ey, dann scheiß auf 75 für 'n Diaz. Und mal ganz ehrlich, die 75 haben wir ja auch schon fast eingenommen. Ja, traurig, aber ist so. Äh, äh, äh. Da war ich, Ja, ich bete auch, dass die Verträge nicht verlängert werden. Auch von Coman nicht, sorry. Coman hat, glaube ich, noch 'n Jahr länger wie die beiden, ne? Hm, hm, hm. Kann auch passieren, dass ein 14-Jähriger für hier keine Ablöse mehr einspielt, wenn der Vertrag außer nee. Ja, aber das ist ja eigenes Selbstverschulden. Sorry, das war eigenes Selbstverschulden, ja. Ich habe es grade gesagt, du kannst nicht mit solchen Spielern ins letzte Vertragsjahr gehen, die noch 'n gewissen Marktwert haben. So, du musst den Spielern klipp und klar vor die Birne sagen. Das ist dasselbe jetzt mit Gnabry und Goretzka und so weiter, ja. Ich habe es grade mehrfach gesagt. Also, da ist der FC Bayern selber schuld. Ja, das habe ich ja letzte Saison schon aufgestellt, mein Take dazu, ne? Wie das funktioniert, dass wir jedes Jahr Gewinn machen und kein Geld auf einmal mehr haben. Ähm, Ich habe es ja schon gesagt, der Uli hat alles in EFTs investiert, Alter. Und der Markt ist eingebrochen und, weg war unser Geld. 'Ne andere Erklärung gibt's nicht. Weil wie du sagst, auf jeder Hauptversammlung, die wir die letzten Jahre gesehen haben, gab's immer nur, ja, Gewinn, 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 Gewinn. Und dann auf einmal: „Ja, wir haben kein Geld, Scheißer. Wir müssen jetzt sparen." Hä? War schon wild, ne? Schönen guten Abend. Kommt der komplette Stream dann heute auf YouTube oder erst die Tage? Ja, entweder heute oder morgen wahrscheinlich. Heute nicht mehr, morgen wahrscheinlich. Vini ist taktisch so kreativ wie ein Beamter kurz vor der Pension. Ich finde, er hat nicht das Profil für den FCB, deswegen traut er sich nicht, Neues auszuprobieren, wenn er sich nicht ändert. Ja, aber das werden wir sehen. Das werden wir sehen. Weiß ich nicht. Es ist halt die Frage, was man darunter versteht, so, ne? Es ist halt so ein bisschen diese, ja, wir hatten ja vorhin diesen Vergleich, diese Pep-Sturheit und wie gesagt, der Fußball war ja gut, ja? Oder der Fußball ist ja auch gut, ist auch schön anzusehen. So. Ich glaube, das System passt auch zum FC Bayern, aber wir werden sehen, ne? Also, wie gesagt, gegen Ende des Jahres wirkte die Mannschaft einfach müde. So, ja. War aber auch das erste Jahr mit diesem System. Mal abwarten. Also, ich glaube schon, wenn er 'ne gewisse Rotation reinbekommt oder mal 18 Spieler mitnehmen würde und nicht nur seine 13, 14 Spieler, dann wird das alles auch 'n bisschen besser aussehen. Wenn man dann noch die Spieler mal auf richtigen Positionen stellt. Wie gesagt, der Conny Leimer-Take geht in meine Birne nicht rein. Ähm Vielleicht bin ich auch zu doof dafür und sehe es einfach nicht, ja, was der große Conny Leimer Rechtsverteidiger ist. Ich weiß es nicht. Ähm, Dann kann das schon gehen, ne? Dann kann das schon gehen. Das war jetzt nicht so, dass wir chancenlos gegen Inter waren, ja? Oder auch, dass wir sonst irgendwo chancenlos waren. Wichtig ist halt, wie letztes Jahr auch,
Ja, dass die außergewöhnlichen Spieler wie so ein Harry Kane, Michael Olise, dann wahrscheinlich ein Diaz, Musiala, dass die einfach auf dem Peak sind zur richtigen Zeit, ne, und nicht verletzt sind. So, darauf wird's hinauslaufen, wie immer. Ja. Freund bringt die Talente nach oben, ja. Ja, keine Ahnung. Wie gesagt, ich weiß nicht, was ein Freund bei uns macht. Keine Ahnung. Ja, das ist ja noch die größere Farce mit dem Tuchel gewesen. Transferjournalisten sind halt auch eine Seuche. Ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Dass selbst Spieler wie Williams und Baccolo anfragt, ist normal und fahrlässig, wenn sie es nicht tun würden. Ja, richtig. Aber warum tun sie das zu dem Zeitpunkt? Das ist doch der einzige Take, den ich habe. Warum tut man das zu diesem Zeitpunkt? Ey, ich weiß eigentlich seit 3 Jahren, dass ich neue Außenspieler brauche. Und dann fange ich auf einmal an, ach, scheiße, der Liwe, der will ja jetzt in die Türkei gehen. Oh, jetzt muss ich ja mal gucken. Jetzt muss ich ja mal gucken. Scheiße. Wen könnte ich denn da anfragen? Nochmal. Es war bekannt, dass Nico Williams eine Ausstiegsklausel hat. Der hat eine überragende EM gespielt. Da hättest du doch schon reingehen können. Ja? Das ist fahrlässig. Das war fahrlässig, sich nicht da mit dem Spieler zu beschäftigen. Nee, man beschäftigt sich dann danach, nachdem Leroy Sané gesagt hat, oh nee, ich gehe doch, bleib nicht beim FC Bayern, ich gehe weg. Man wartet, bis sich so eine Art Spieler entscheidet. Katastrophe, Alter. Und dann wundert man sich, dass man nur Absagen kassiert. Ja, Halleluja. Das ist doch das Komische. Und dass jeder dummes Zeug schreibt oder sonst was, ja, ist ja auch normal. So ist das halt heutzutage. Ja. Aber nimm doch nur wieder die Causa Woldemade. So. Da ist ja noch nicht mal dummes Zeug geschrieben worden. Das wurde ja alles vom Verein im Nachgang bestätigt. Das musst du dir doch mal reintun. Ja. So, das hat sich also keiner aus den Finger gesogen. Das wurde bestätigt alles. Nimm das Wirtsthema. So, das ist, ja. Kannst du dir halt, kannst du dir nicht ausdenken. Mm, 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 mm. Ja, ich denke das auch. So wie es Bud Spencer schreibt. Kompany hat Bayern im ersten Jahr aus den Tiefen noch geholt. Das muss man ihm lassen. Schauen wir mal, was im zweiten Jahr macht. Die Saison hat noch nicht angefangen. Ich sehe es aber auch kritisch, was gerade abgeht. Ja. Ich denke auch, man sollte den Winnie jetzt auch erstmal machen lassen, ne? Und dann können wir ja gerne, keine Ahnung, wenn es in die Hose geht, kann man kritisieren und bla und Sülz. Wenn Paul Wanner jetzt noch abgibt, wenn Lennart Kahl und Kusi Asare wieder jetzt ablösefrei ziehen lässt, weil die keinen Bock haben zu verlängern, weil sie keine Spielzeit kriegen, ja, dann kannst du natürlich auf den Winnie gehen, Alter. So, das muss man auch mal klar sagen. Also du kannst nicht so überragende Talente, gerade wie es Lennart Kahl ja allen Anschein nach ist, ja, dann musst du dem Jungen auch jetzt die Spielzeit geben, ja. Oder ihm zumindest eine Perspektive aufzeigen und sagen, pass mal auf, ähm, verlänger bei uns, ja, dann gehst du ein Jahr dahin, dann kommst du wieder und dann hast du eine faire Chance. So. Aber wie soll denn ein Lennart Kahl, selbst wenn das passieren würde von Vereinsseite, wie soll er das denn glauben? Wenn du die Beispiele siehst, wie man mit den Spielern gerade umgegangen ist. So, das ist doch, was ich meine. Auch die Talente, die da sind. Ich meine, der wird von Michael Ballack vertreten. Der ist ja auch nicht auf den Kopf gefallen. Der kommt, der weiß ja, was Phase ist. Ja, so. Hä? Ja, dann kannst du versuchen, den mit Geld zu überzeugen, aber wenn er einen guten Berater hat, wie es ein Ballack nun mal ist, und wenn der Junge sich entwickeln will und Fußball spielen will, dann ist er beim FC Bayern falsch. So, ja, so. Entweder hat der Winnie jetzt die Eier zu sagen, jo, das ist mein erster Einwechselspieler auf den Außenpositionen. Ja, dann kannst du den Jungen vielleicht dazu bewegen, dass er seinen Vertrag verlängert und dass du
Du musst da ihn aber auch ernsthaft entwickeln wollen. So, das kommt ja auch dazu. Ja, und wenn der Trainer das nicht kann, nicht möchte, wie auch immer, ja, dann muss man das in Frage stellen. So, ne? Aber vielleicht passiert das ja. Das wissen wir ja nicht. Ja, I don't know. We will see. Äh, 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 äh. Ja, bei der Club-WM, das war 'ne Farce, dass dann Sané noch auflaufen durfte. Das kannst du doch auch keinem erzählen. Und das muss man auch mal sagen, Olli, da gehst du richtig rein in den Punkt. Das ist 'n Trainerding. So, da wird nicht Max Eber gesagt haben: „Pass mal auf, wir holen jetzt den Leroy Sané hier hin.“ Vielleicht hat er das gesagt, um den Türken eins auszuwischen, weil die nicht noch 'ne Mini-Ablöse zahlen wollten. Alles gut, mag so sein. Aber es ist doch dann Trainersache, dass der den aufgestellt hat. Auf welcher Grundlage? Der Spieler ist 3 Wochen später weg. Der Spieler hat eine Saison gespielt, die katastrophal war. Und dann stelle ich lieber diese Nulpe auf, die in jeder Minute, die er aufm Feld stand bei der Club-WM, absolut gezeigt hat, dass er 'ne Nulpe ist, anstatt 'n jungen Spieler reinzuwerfen. Da fällt dir nix zu ein. Und das ist 'ne Trainergeschichte und das kannst du Kompanie jetzt schon in die Schuhe schieben, ja? Wieso mache ich so was? Wieso mache ich so was? Das geht nicht, Alter. Das hat nichts mit Leistungssport zu tun. Sorry, gar nicht. Null. Katastrophe war das. Junge, Junge. Kannst du dir nicht ausdenken, das Thema. Das kannst du dir nicht ausdenken. Lächerlich. Ja, natürlich ist das verständlich aus spielerischer Sicht, aber sorry, Alter, noch mal, wir reden über 'n FC Bayern, das ist einer der Top-Vereine in Europa. Zeig mir einen anderen Top-Verein in Europa, der so mit den Spielern umgeht. Wo so viele Spieler in ihrem in gutem Alter ins letzte Vertragsjahr gehen. So, das ist einfach fahrlässig, Alter. Und das ist, was ich sage. Der Verein denkt immer noch, ja, oder 'n Uli Hoeneß denkt immer noch: „Ja, mir ist ja mir, das passt schon. Die Spieler sehen das genauso.“ Ne, die Spieler machen so, Alter. Ob es 'n Davies war, ob es 'n Sané war, ob es 'n Kimmich war und das wird dies Jahr genauso laufen. Weil die Spieler interessiert das nicht. Der Uli denkt wirklich, dass jeder Spieler, der beim FC Bayern spielt, ja, den FC Bayern so liebt und im Herzen trägt und deswegen beim FC Bayern spielt. Nein, tun sie nicht, Alter. Wahrscheinlich nicht ein einziger von diesen Spielern. Junge, die geben Fick auf diesen Verein. Ein Fick geben die. Die machen den Verein lang öffentlich. Ist denen scheißegal, Hauptsache die kriegen ihren Willen, Alter. So, und das rafft der Verein nicht. Der rafft das nicht. Der rafft das nicht. Junge, das ist kein Ribéry, der dankbar ist, dass 'n Verein ihm an der Seite stand, wo das damals mit seiner minderjährigen, Bettgeschichte da lief. So, das ist kein Arjen Robben, der super dankbar war, dass man 'n Spieler geholt hat und ihm das Vertrauen geschenkt hat, der in der Saison vorher 3 Jahre lang fast durchgehend verletzt war. Ne, das gibt es nicht mehr. Das gibt es nicht. Es interessiert diese Spieler einfach nicht. Und das rafft der Verein einfach nicht. Der denkt: „Ja, ist alles gut. Die Spieler sind uns schon dankbar.“ Ne, sind sie nicht, Alter. Ja? Das raffen die nicht. Die leben in ihrer Parallelwelt. Hä? Und dann nimm doch noch mal das Beispiel Davies. Da hat sich 'n Uli hingestellt, 12 Millionen, ja, ist unser Maximum. Ja, wow, Uli, dein Wort hat noch richtig Gewicht, oder? Was ist das Ende vom Lied? Der hat den ganzen Verein bloßgestellt, der Davies, den ganzen Verein. Der hat 'n Eberl bloßgestellt, der sich da hingesetzt hat: „Ja, das ist unser Angebot. Das nimmt der jetzt an in 2 Wochen, ansonsten ist das Thema durch.“ Der hat 'n Hoeneß bloßgestellt, der dummen Scheiß gelabert hat. Der hat die Fans bloßgestellt. Der hat jeden in diesem verfickten Verein bloßgestellt, Alter. Und der Verein feiert sich am Ende noch. Setzt sich da hin und feiert sich. Dass man mit dem Alphonso Davies verlängert hat, weil das ja so 'n Weltklasse-Spieler ist. Alter, wenn Alphonso Davies 'n Weltklasse-Spieler ist, ne, ey, dann bin ich 'n durchschnittlicher Bundesligaspieler.
Das kannst du dir nicht ausdenken. Das kannst du dir nicht ausdenken. Die leben einfach in ihrer Parallelwelt, Alter. Anders ist das nicht zu erklären. Das ist nicht anders zu erklären. Nimm doch mal so 'n Freund als Beispiel. So, hast du beschäftigt euch mal mit der Arbeit von Christoph Freund, was der in Salzburg geleistet hat, ja? Guckt euch mal an, welche Spieler der verpflichtet hat, was aus diesen Spielern geworden ist. Jetzt guck dir mal 'n Christoph Freund beim FC Bayern an. Hä? Hä? Wofür ist er da? Wofür ist er da? Ja, wie es hier vorhin der eine geschrieben hat aus Freiburg, ja? Haben wir einen Christoph Freund-Transfer gesehen? Wo du mal 'n super interessanten Spieler holst für 10 Mille, für 20 Millionen, ja, wo dann der Wille da ist: „Jo, den Spieler heben wir auf die nächste Stufe.“ Habt ihr das gesehen, seitdem er da ist? Nein. Wofür ist er da? Das ist seine Kernkompetenz gewesen. Das ist seine Kompetenz. Den Spieler halt zu holen, bevor er auf dieser Stufe ist. Das ist seine Kompetenz. Dafür haben wir den geholt eigentlich. Und zusätzlich, dass dann noch die Schnittstelle 'n bisschen besser ist von der Akademie zum bla. Aber da haben wir dann den Weinziel noch verpflichtet. Nach 'm Freund. Da haben wir den Weinziel verpflichtet, der ja der Connector ist. So. 'N Freund haben wir dafür verpflichtet, dass wir nicht sagen müssen: „Ja komm, ey, wir müssen jetzt 80 Millionen ausgeben, um 'n gestandenen Spieler mit 28 Jahren zu holen, weil wir brauchen Qualität.“ Wir haben 'n Freund geholt, damit der Spieler holt, die 21 sind, die 10 Millionen kosten, wo du dann 'n Trainer hast, der die entwickelt, ja? So, und das passiert halt nicht. Das passt halt nicht zusammen. Ich weiß nicht, warum der Freund noch da ist. Der wird auch nicht mehr lange da sein. Katastrophe halt alles. Also, es ist kein Konzept zu sehen bei uns. Sagen wir doch mal, wie's ist. Es ist kein Konzept zu sehen. Ey, wir reden seit 3 Jahren über 'n Umbruch in dieser Mannschaft. Und der passiert so. Ein Legostein nehme ich mal weg. Und dann hole ich einen neuen Legostein dahin und dafür brauche ich 1 Jahr. Aber die Hand, die die Legosteine bewegt die wird am besten 3-mal im Jahr ausgetauscht. Katastrophe, Alter. Ich verstehe es halt nicht mehr. Aber das hat ja nix mit dieser Saison zu tun so. Das sind halt unsere Probleme, die wir seit Jahren haben. Also, noch mal, die Transferphase bisher ist okay, ja? Also, jeder, der was anderes erwartet hat, der lebt halt in seiner Traumwelt. Sorry. Der ist in der Fußballromantik hängen geblieben, so wie ich auch jahrelang. Also, noch mal, wir reden seit 3 Jahren über dieselben Spieler, ja? Seit 3 Jahren reden wir über dieselben Spieler, die Abgangskandidaten sind. Seit 3 Jahren. Und du bist nur einen Spieler losgeworden. Noch nicht mal, weil der Vertrag ausgelaufen ist, sondern weil der Spieler so gemacht hat. Du wolltest mit dem Spieler noch verlängern. Das musst du dir reintun. Da könnt ihr jetzt ja mal überlegen, was das im Umkehrschluss heißt. Das heißt im Umkehrschluss, wir wollen am Ende der Saison mit 'm Gnabry, mit 'm Goretzka, wenn King da ist, mit dem willst du dann auch noch verlängern wieder, ne? Ja. Darauf wird's hinauslaufen. Da musst du dir reintun. Aber noch mal, du hast 'n Christoph Freund da, der eigentlich dafür da ist, Spieler zu verpflichten, die jetzt schon da sein könnten in der Warteposition, ja, und sich jetzt 1 Jahr entwickeln könnten. Ja, passiert ja nicht. Weil was? Keine Geldscheiße, aber was kostet so 'n Spieler? Ja. Wie heißt der von Eindhoven? Nicht der Tillmann, der andere? Der wo ist der hingegangen, nach Leipzig oder was? Auch irgendwas mit B. Ja, warum holst du nicht so 'n Spieler? Hä? Oder den jungen Belgier, ist doch 'n Landsmann sogar von Kompanie. Könnte er doch mal klarkommen mit. Mal ganz zu schweigen davon, dass du auch 35 Millionen hättest für 'n Tillmann zahlen können, ja? Um den Leverkusen dann einfach mal so zu machen. Und der Tillmann, ja, ich meine, der kommt von uns, ja? Katastrophe halt. Kannst du dir alles nicht ausdenken. Ach, ist doch nein, die Bundesliga ist nicht so schlecht. Die Bundesliga wir sind ja auf die Schnauze gefallen gegen Leverkusen. Und was haben wir daraus gelernt? Nix. Das ist so das Problem.
Wie gesagt, die Kader, die Taktik wird immer für die Bundesliga reichen, ne? Entweder hast du mal eine starke Dortmunder Mannschaft, mal eine starke Leverkusener Mannschaft, aber Leverkusen ist jetzt erstmal wieder gebroken, so, ja, dass das direkt auf Anhieb funktioniert, kann spannend werden, glaube ich nicht. Ja, das ist doch das Problem. Du hast halt nicht wie in England 3, 4, 5 Mannschaften, die immer um den Titel spielen. So, das hast du bei uns halt nicht. Der Rüdiger, ja. Nein, das stimmt bei uns schon lange nicht mehr. Größer als der Verein. Bei uns sind so viele Spieler größer wie der Verein. Und man fragt sich halt, warum, ne? Nein, die Spieler sitzen nicht am längeren Hebel, Amu. Sorry, das ist Schwachsinn, Alter. Sorry, das ist einfach Schwachsinn. Das ist einfach Schwachsinn. Das ist derselbe Schwachsinn wie letzte Saison. Junge, du setzt dich mit dem Opa dahin, ja? In einem Gespräch von Mann zu Mann und Berater, der ja nun mal dabei ist. Dann sagst du dem, pass mal auf, wir gehen mit keinem Spieler in das verfickte letzte Vertragsjahr. Entweder einigen wir uns jetzt hier oder du musst dir einen anderen Verein suchen. Wenn der Opa dann sagt, nee, möchte ich aber nicht, dann sagst du dem Spieler, alles klar, Opa, dann wirst du ein Jahr lang kein Fußball spielen. Punkt. Und ich garantiere dir, das macht kein Spieler. Weil das allein schon den Ruf eines Spielers in die Scheiße zieht. Wenn da ein Spieler ist, den du sagst, du kannst hier trainieren, du bist kein Teil dieser Mannschaft. Das macht keiner. Der Verein muss es nur mal durchziehen. Und das tut er nicht, weil er keine Eier hat. Es geht jetzt auch nicht um Opa. Du hast das Beispiel am Davis gehabt. Der Davis ist ein absoluter Fotzenschädel dem Verein gegenüber gewesen. Ein absoluter Drecksack. Ein absoluter Drecksack. Ja? Und da hättest du sagen müssen, alles klar, Fonsi, wir konnten uns nicht einigen, du willst jetzt nicht wechseln. Bam, du gehst auf die Tribüne, Alter. Du sitzt ein Jahr auf der verfickten Tribüne und kannst jeden Tag live von der Tribüne in jedem Spiel auf Twitch streamen. Das hättest du ihm sagen müssen. Und dann hättest du das durchziehen müssen. Und dann kommunizierst du deinen Spielern, jeden verfickten Spieler in deinem Verein, Leute, wir gehen mit keinem Spieler ins letzte Vertragsjahr, ansonsten sitzt ihr auf der Tribüne. So, du musstest nur einmal mal ein Exempel statuieren. Und Fonzie Davis war der perfekte Spieler dafür, weil er den Verein an der Nase rumgeführt hat. Er hat den ganzen FC Bayern durch die Manege gezogen. Über Monate. Das wäre der einzige Take gewesen. Dann wäre das nie wieder passiert. Und jetzt hast du genau das Gegenteil gemacht. Jeder verfickte Spieler in unserem Verein, jeder, selbst wenn er beim FC Bayern bleiben möchte, wird dich durch die Manege führen, wird ins letzte Vertragsjahr gehen, weil, wie du es sagst, er dann noch ein Handgeld kassiert von 20, 30 Mille. Jeder Spieler wird das jetzt durchziehen. Jeder. Bis du an dem Punkt bist und sagst, jetzt ist gut, wir machen das nicht mehr, du gehst auf die Tribüne. So. Und das wird nicht passieren, solange ein Uli da sitzt und ein von mir Samir labert. Ja, das muss von beiden Seiten ausgehen. Du kannst dir nicht von dem Spieler auf der Nase rumtanzen lassen. Und der Spieler sitzt nicht am längeren Hebel. Wenn du den Spieler ein Jahr lang auf die Tribüne setzt, Alter, ich bitte dich, dann ist der A kein Nationalspieler mehr, ja, was ein Opa gerne möchte. Es steht jedes Jahr eine EM, eine WM an. Alle möchten gerne, wir haben nur Nationalspieler, alle möchten gerne für ihre Nation spielen. Wenn du den Spieler nimmst und den auf die verfickte Tribüne setzt und der nicht ein Spiel macht, dann wirst du keinen Nationaltrainer haben, der sagt, oh ja, das ist aber, den nehme ich mit, das ist mein Stammspieler. Das passiert nicht. Die sitzen nicht am längeren Hebel. Die sitzen dann am längeren Hebel, wenn du sie lässt und mit ihnen ins letzte Vertragsjahr gehst und sie Stammspieler in deiner Mannschaft sind. Dann sitzen sie am längeren Hebel. Ja, ganz genau. Ey, es ist super einfach zu lösen, dieses Problem. Guck dir Top-Mannschaften an, guck dir Chelsea an, guck dir Paris an. Die haben das alle durchgezogen schon. Die haben das alle durchgezogen. So, die haben gesagt, pass mal auf, hier, die Spieler, die bringen's halt nicht. Es macht keinen Sinn, dass die Spieler bei uns sind. Ja, die Spieler wollen nicht gehen. Ja, nimm doch am besten, wie hieß er denn, der Draxler-Klopp-Typ da.
Also, der war doch auch in der Trainingsgruppe 2 in Paris. Da waren 5 Spieler drin. In Chelsea genauso. Ja, das musst du machen. Die Spieler von sich gehen nicht. Denen ist das egal. Die haben Verträge, Alter. Ja, denen ist das scheißegal, ob die spielen. Dann setz sie auf die Tribüne. Erst recht, wenn sie Nationalspieler sind. So, Punkt. Und das passiert nicht. Und du hast es beim Fonzie Davis, du hast es auf dem Silbertablett kreiert gekriegt. Ey, der hat bei den Fans, war der unten durch. Der war bei allen unten durch, der hat Forderungen gestellt, die übermenschlich sind für das, was der sportlich geleistet hat. Es wäre so einfach gewesen, beim Fonzie Davis zu sagen, ja, Fonzie, tut uns leid, ne? Du verhandelst jetzt schon seit 1,5 Jahren mit Real Madrid, aber du willst da jetzt nicht hingehen, weil die wollen keine Ablöse zahlen. Du willst hier nicht den Vertrag verlängern. Ja, dann können wir nicht mit dir planen. Dann setzen wir dich auf die Tribüne und planen mit einem Adam Aznu. Du hast ja sogar einen Ersatz da gehabt, Alter. Es wäre so einfach gewesen. Und schon wäre das Problem gelöst gewesen. So, du hättest nie wieder drüber nachgedacht. Und jetzt wirst du jedes verfickte Jahr wirst du einen Spieler haben, der das durchzieht. Jeder. Ist doch klar, dass ein Opa das durchzieht. Ey, der hat gesehen, da ist ein Alphonso Davies, der... Was? Welches Leistungsniveau hat ein Alphonso Davies, Alter? Im Gegensatz zum Upamecano. Ja, und der hat auch gesehen, oh ja, der hat für den Unterschied für der 30 Millionen gekriegt. Ja. Ja, dann gehe ich doch zu Max und sage, hey, das hätte ich gerne. Dann sagt der Max, oh, das können wir nicht zahlen, das ist zu viel. Jo, und dann gehe ich ins letzte Vertragsjahr. Ja. So. Und nochmal, was wird passieren am 2. September? Real Madrid wird schon mal anrufen, Alter. Katastrophe. Und da kommen ja nicht die Spieler sitzen am längeren Hebel, das ist absoluter Schwachsinn. Gerade bei so Spielern wie Upamecano oder sowas. Aber Upamecano ist auch der Verkehrte da, der würde mir jetzt leid tun, an ihm das Exempel zu statuieren, aber irgendwann wirst du es machen müssen, Alter. So, Punkt. Ne? Aber Fonzie Davies war der perfekte Part dafür, sorry. Ja. Der wäre auch noch rausgekommen aus der Nummer. So, da hättest du noch sagen können, ah ja, scheißegal, Real Madrid hätte ihn ja trotzdem genommen und dann hättest du es abgetan. Ja, der war noch jung und ja, Real Madrid hat ihn den Kopf verdreht und deswegen hat er so agiert. Also der wäre sogar noch mal gut aus der Nummer rausgekommen, auch wenn er ein Jahr lang kein Fußball gespielt hätte. Ja, ja, hast aber nicht gemacht. So. Und jetzt hockst du da und bist in der Falle gefangen, Alter. Und deswegen sitzt der Verein da und sagt, ja, wir haben kein Geld mehr. Weil die müssen jetzt für jede verfickte Vertragsverlängerung müssen die Millionen zahlen. Kannst du keinem erzählen, Alter. Kannst du keinem erzählen. Darfst gar nicht drüber nachdenken. Knabri seit 2017, naja. Sag ja, fast 10 Jahre, Alter. Executor, moin. Ja, aber es ändert doch nichts. Du kannst ja einen neuen Trainer, du kannst einen neuen Sportvorstand tun. Was soll das ändern? Es ändert doch nichts. Die werden doch vor den gleichen Tatsachen gestellt. Was soll das ändern? Was soll das jetzt ändern, ob der Trainer Kompany oder ob der Trainer, weiß ich nicht, neben Trainer X, hast du beim Tuchel gesehen. Tuchel ist das beste Beispiel. Tuchel ist ein Trainer, wo du denkst, oh, der hat seinen eigenen Kopf, das ist ein Wichser, das ist ein Egoist, der macht sein Ding. Der kommt zum FC Bayern. Der kommt zum FC Bayern, guckt sich den ganzen Bums an. Also, der Kimmich und der Goretzka sind für mich keine Führungsspieler. Also das sind keine Führungsspieler, das sind auch keine Sechser. Ich brauche hier einen richtigen Sechser. O-Ton, ich könnte es raussuchen. O-Ton. Ja. Was ist passiert? Wer hat gespielt? Die ganze Saison? Kimmich und Goretzka. Ja. Und jetzt frag dich mal, wenn man den Tuchel ein bisschen kennt, ob das so sein Gedanke war? So, Beweisführung abgeschlossen. Über was reden wir? Wen hättest du denn da jetzt hinstellen wollen als Trainer? Wen hättest du da jetzt hinstellen wollen als Trainer? Wenn selbst ein Tuchel das nicht durchsetzen kann, was er gerne möchte. Da kannst du Hans Wurst hinstellen, das kommt doch selber raus. Sorry. Ja.
Nagelsmann konnte nicht durchsetzen, was er wollte. Tuchel konnte nicht durchsetzen, was er wollte. Jetzt hast du 'n Kompany und da weiß er nicht, was der will. So, weißt du, ob 'n Kompany, auf 'n Gnabry, auf 'n Coman setzen will, ob er auf 'n Sané setzt? Ja, auf 'n Sané wollte er wahrscheinlich setzen, wenn man die Club-WM sieht. Aber weißt du das? Weiß ich das? Ne, weißt du nicht. So, Kompany setzt sich in jeder PK dahin und hat die ganze Zeit immer erzählt: „Ja, Team, wir müssen 'n Team sein, ein Team und bla und Sülz.“ So, das ist sein Gedanke und das ist ja auch richtig. Aber noch mal, du kannst doch dieses Team dann nicht sein oder das den Spielern vermitteln, wenn du sagst: „Ja, also Serge, Kingsley, Leon, ja, ihr könnt hier mittrainieren, aber ich brauche euch eigentlich nicht.“ So, wie willst du dann 'n Team formen, ja? Das kann nicht vom Trainer auskommen, das muss vom Sportvorstand kommen. Der muss die rausziehen da und sagen: „Bäm, die sind weg. Trainingsgruppe 2, fertig.“ So, das kann wie willst du das jetzt in Kompany anhaften oder was? Das geht halt nicht. Katastrophe halt. Ja, wir brauchen nicht darüber reden mit Bacola. Also, noch mal. Das ist doch, was ich sage, wir haben keinen Weitblick. Ist doch jetzt auch wieder der Fall. So, wir stellen uns da hin und sagen: „Ja, wir sind super zufrieden mit unserem Kader. Alles ist gut. Ähm, wir brauchen auch nix mehr machen. Wir machen höchstens was, wenn was auf der Abgangsseite passiert.“ Ähm, ja. Und sollte sich am 30. August ein saudi-arabischer Klub dazu herablassen und sagen: „Ach, weißt du was? Eigentlich“, vielleicht kommt dem Cristiano Ronaldo in den Kopf: „Ey, ich würde noch mal gern mit dem Kingsley zusammenspielen. Ja, der könnte vielleicht was sein.“ So, ja. Und dann ist das nicht so, dass du dann sagst: „Ah ja, komm, haben wir schon vorgeplant, gar kein Problem, ne? Christoph Freund hat hier 2, 3 in der Tasche, die holst du für 10, 15 Millionen, für 20 Millionen können sich weiterentwickeln, bam.“ Passiert nicht. Dann fängst du am 30. an, um 22 Uhr abends, hast noch 2 Stunden Zeit und dann fragst du 20 Spieler an, ob irgendeiner Bock hat, zum FC Bayern zu kommen. So arbeiten wir gefühlt. Hä? Wieso ist man überhaupt auf die Idee gekommen? Ja, erklärt's mir. Wieso ist man auf die Idee gekommen? Auf die wirklich ernsthafte Idee, mit einem Leroy Sané zu verlängern? Wie kann man auf die Idee kommen? Hä? Jeder, wirklich jeder sagt doch: „Ja, ja, ne, für sein Potenzial war das viel zu wenig.“ Weil, ey, du kannst doch nach 4 Jahren oder 5 Jahren nicht mehr darauf warten, dass der seinen Durchbruch schafft und mal auf ein Weltklasseniveau hinaufsteigt, ja? Und du lässt dich dann noch vorführen von diesem Spieler. Das ist also der Oberhammer. „Ey, Vertrag läuft aus, alles klar, komm, wir suchen uns 'n neuen Spieler.“ Und so wie's hier steht, du musst doch dann die Chancen nutzen. Wenn du dann so 'n Barcola da hast, der in Paris grade unzufrieden ist, da hättest du doch schon mal alles klarmachen können. Hä? Nico Williams, das andere Beispiel. Hast du nicht gemacht. Warum? Ja, die haben die Hoffnung, dass Leroy Sané beim FC Bayern bleibt. Alter, ey, ohne Scheiß. Ich küsse Galatasaray die Füße, Alter. Ja, das musst du dir mal vorstellen, der wäre immer noch bei uns. Der wäre immer noch bei uns, wenn die nicht so 'n ultra krasses Angebot gemacht hätten. Dann wäre der immer noch bei uns. Kannst du dir nicht ausdenken. Kannst du dir nicht ausdenken. Junge, es hat mir gefehlt. Was? Kurzfristiger Gewinn durch das Preisgeld dank einer sicheren Startelf. Die Club-WM nicht verfolgt, wird aber der Grund für ein Leroy Sané auf dem Platz gewesen sein. Alter, was ist das denn für ein super dummer Take? Hä? Hast du Leroy Sané die Saison gesehen? Ich meine, du brauchst ja die Club-WM nicht geguckt haben, aber du hast ja wohl die Saison des eines Leroy Sanés gesehen, oder? Und dann haust du einen Satz raus, eine sichere Startelf. Wo ist denn ein Leroy Sané ein sicherer Startelfspieler gewesen in der Saison? Das war 'ne Vollkatastrophe, erst recht in der Rückrunde.
Und bei der Club-WM war das dasselbe noch mal hoch 10. Das war 'ne Farce, dass der auflaufen durfte. Ey, wenn du ihm 'n Abschiedsgeschenk machen willst, weil er 4 Jahre oder 5 Jahre beim FC Bayern war, kannst du ihm ja sagen: „Ja, komm, hier kannst du gegen den Amateurclub, wenn 10:0 steht, kannst du gerne noch mal 'ne Viertelstunde spielen, kannst dich verabschieden.“ Junge, wie kann man denn so einen Satz droppen? Alter, die Leistungen waren eine Frechheit bei der Club-WM. Eine absolute Frechheit. Eines Leroy Sanés, das war gar nichts. Das war kein Einsatz, das war kein Überzeugungswille, das war Leroy Sané, wie er die ganze Rückrunde gespielt hat. Und genauso spielt er übrigens grade bei Galatasaray weiter in seinem ersten Einsatz. Was hat das denn mit Preisgeld und sicherer Startelf zu tun? Junge, das ist so ein dummer Satz. Sorry. Dann guck dir die Club-WM an, bevor du so 'n Satz raushaust. Völliger Schwachsinn. Der Typ war null in Form. Null. Natürlich hat man dadurch überhaupt nicht langfristig gedacht, aber langfristige Entwicklung ist halt nicht das Ding im Management der Bayern. Ja, das ist richtig. 3 Wochen wird vorausgedacht, maximal vergleicht man das mit anderen Vereinen wie Freiburg oder Frankfurt, wo man immer erkennen kann, dass es einen Plan über die Hinrunde hinaus gibt. Ja, da stimme ich dir ja zu. Aber der Sané-Take, sorry, Alter, der ist 'ne Katastrophe. Ja, und das peinliche Bild wird sich nicht ändern in den nächsten Jahren mit Vertragsverlängerung. Ich verstehe auch null, was Reul macht. Ist halt so. Tauben Bischof für fast kein Geld ist ein guter Deal. Ein Leroy-Ersatz ist ein Traum. Ist ja schon mal was. Na ja. Also, ich glaube nicht, dass 'n Tah für kein Geld da ist. Kann mir keiner erzählen, dass der kein Handgeld wollte. 'N Bischof gehe ich mit, ja, ist 'n No-Brainer. Habe ich ja auch schon gesagt, wo der damals fix war. Ob er 'ne Bereicherung wird man sehen, ob er spielen darf. Ich meine, Pavlo ist verletzt, von daher hat er grade gute Chancen, denke ich, in den Start reinzurutschen. Ja. Ja. Diaz kann 'n sehr, sehr guter Transfer sein, ja, das wird man sehen. Wie gesagt, musst du abwarten. Aber ist natürlich die ja, eigentlich die sichere Variante mit 'n Diaz. Wobei, wenn der wirklich kein Englisch sprechen kann oder nicht gut und du keinen hast, der Spanisch spricht mehr in der Mannschaft, wird's auch schwierig. Ich weiß nicht, ob 'n Vinny Spanisch spricht, keine Ahnung. I don't know, wird man sehen. Seit 4 Jahren kein Finale in einem Wettbewerb gehabt, aber der Verein glaubt immer noch, die meisten verdienen 20 Millionen. Ja, das ist das Problem. Ja, gar nicht sind die weg. Die sind gar nicht weg. Die wirst du halt nicht los. Wenn's so gelaufen wäre, hätten wir noch Leroy und Thomas auch noch für 'n Jahr verlängert. Dann hätten wir nichts. Ja. Bakayoko, genau. Ja, genau den meine ich. 20 Mille hat der gekostet. 20. 20 verfickte Millionen. So viel wie Kingsley Coman in einem Jahr verdient. Nein, dann wird's auch kein Umdenken geben. Das ist doch das Thema, Spocks. Das ist doch das Thema. Ey, du bist jetzt mal ernsthaft. Du bist in der einen Saison am letzten Spieltag Meister geworden, weil was? Weil Dortmund die Flatter gekriegt hat. Sonst wärst du niemals Meister geworden mit dem Tor in Köln. Und danach die Saison bist du kein Meister geworden, wurdest deklassiert von Leverkusen. Und was hat sich danach geändert? Nix. Du hast 'n anderen Trainer geholt und du hast 'n Michael Olise verpflichtet und zum Glück hat der funktioniert. Was hast du in Frage gestellt danach? Ja, du hast 'n Olli und 'n Brazzo rausgeschmissen als Schwarze Peter. Hast du einen einzigen Spieler in Frage gestellt? Ne, hast du nicht. Hast du nicht. Über was reden wir? Und du kannst mir doch nicht sagen, jetzt mal ernsthaft: „Ey, wir sind alles hier Stammtisch geblabber blu blub“, ja? Aber du kannst mir doch nicht sagen, dass ehemalige Topspieler wie ein Karl-Heinz Rummenigge, wie ein Uli Hoeneß, wie ein Kompany, ja? Und wie sie alle heißen, die in unserem Verein rumpimmeln, ja? Dass die nicht sehen wie zum Beispiel die Entwicklung eines Leroy Sanés war oder wie die Entwicklung eines Gnabrys, Komans, Goretzkas oder Kimmich ist. Das kannst du mir doch nicht erzählen. Aber es interessiert nicht. Es interessiert
nicht. Ich weiß nicht warum. Es interessiert einfach nicht. Na ja, die haben das versucht, das Exempel an ja, das Exempel, das ist ja Schwachsinn. Das hast du ja nicht versucht, an Thomas Müller zu statuieren. Wenn du das auf 'n auslaufenden Vertrag bezogen meinst, ne. Bup, 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 bup. Gut Kick. Hau rein. Mm, 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 mm. Ja, aber da hast du doch 'n Davis gehabt. Noch mal, das wäre der perfekte Spieler dafür gewesen. Ja. Ja, das kannst du natürlich nicht 'n Thomas Müller nehmen, der am Ende sein Zenit ist, Alter. Fonzie Davis war der perfekte Zeitpunkt, fertig. Ja. Und ich garantiere euch, Fonzie Davis wäre wahrscheinlich sogar noch, wieder zurückgerudert. Aber warum hat man das nicht gemacht? Weil der Bro von Jamal Musiala ist. Kannst du dir nicht ausdenken, Alter. Hä? Kannst du dir nicht ausdenken. Das ist der Grund. Das ist auch der Grund, warum Adam Aznou nicht spielen durfte. Weil überleg mal, der hätte funktioniert, weil Fonzie Davis war 'ne Katastrophe, die ersten 10 Spiele unter Kompany. Ja, der hat den Knaller durchgezogen, obwohl er 'ne Katastrophe war. Kannst du dir nicht ausdenken, ey. Hm. Ach so, meinst du das, Schatz. Sané Potenzial hat, ja. Ja, das war halt auch 'ne aber das ist doch, was ich meine, du, ey, wir geben ein Bild ab, ne? Das kannst du dir halt nicht ausdenken. Und das Schlimme ist, du siehst halt einfach, dass da 'n Max Eberl ist, der Sportvorstand ist. Der ist ja noch nicht mal 'n popeliger Sportdirektor. Der ist Sportvorstand. Und der hat nix zu sagen. Der hat nix zu sagen. Der hat nichts zu sagen in diesem Verein. Der stellt sich dahin und, sagt: „Ja, wir gucken uns mit Thomas Müller mal tief in die Augen und wenn wir beide meinen, wir machen noch mal 'n Jahr weiter, dann werden wir uns schon einigen." So, 6 Wochen später kommt der Uli Hoeneß: „Also der Thomas, ne? Der Thomas, also mit Thomas ist jetzt auch gut, ne? Thomas, ist jetzt gut bei FC Bayern, ne? Brauchen wir ne, machst du mal beendest mal Karriere jetzt, ne? Machen wir nicht mehr." Hä? Ey, und das ist eins von 10 Beispielen aus der ganzen Farce unter Eberl. Ja, du das beste Beispiel. Ja, der war schon beim FC Bayern, das war alles waren sich einig. Da kommt der Uli: „Hallo, wir sind keine Geldscheißer, ne? Erst mal verkaufst du was, ja, dann guck dir den an, wie der bei Paris eingeschlagen ist, Alter." Ey, die müssen einfach weg. Sorry. Die müssen einfach jetzt endlich in den Hut nehmen. Ist ja für Ulis Gesundheit auch besser. Ja, tun sie doch. Hä? Servus Kai, heißt das im Umkehrschluss, dass Spieler streiken dürfen, die weg wollen? Wie waren denn deine Takes zu Dembele bei Dortmund oder generell deine Meinung zum Thema Wegstreiken? Für mich ist ein Spieler, der streikt, weil er weg will, genau das Gleiche wie ein Spieler, der nicht spielen darf, weil er bleiben will. Nee, du verwechselst da einfach was. Erstmal, was heißt denn ein Spieler streikt? Das musst du mir erstmal erklären. Heißt, der kommt nicht zum Training? Heißt, der steht nur auf dem Feld rum, wenn er aufgestellt wird? Was heißt, ein Spieler streikt? Ja. Erstens, Punkt eins: Wenn du einen Spieler in deiner Mannschaft hast, was weiß ich, nehmen Musiala. Ja, so, Musiala hast du in deiner Mannschaft und der sagt: „Ey, ich habe keinen Bock mehr auf den FC Bayern, ich will weg." Ja. Was willst du dann mit diesem Spieler? Was willst du mit diesem Spieler noch? Welchen Grund gibt es, diesen Spieler zu behalten? Keinen. Ja? Und du sagst doch nicht dem Spieler, er darf nicht mehr spielen. Du sagst diesem Spieler: „Trainingsgruppe 2, ihr dürft hier trainieren. Ihr dürft gerne in der 4. Liga bei der Amateure auflaufen. Könnt ihr gerne Fußball spielen." Ja? Wo ist das Problem? Können sie doch gerne tun. Sie sind halt kein Teil der ersten Mannschaft. Punkt. Wer sagt denn, dass sie keinen Fußball mehr spielen dürfen?
Oder dass sie nicht mehr jeden Tag trainieren dürfen. Die dürfen jeden Tag 10 Stunden auf dem Trainingsplatz stehen, ist sogar kein Problem. Hä? Wo ist denn da der Vergleich? Du sagst doch nicht, die Spieler dürfen nicht mehr spielen oder dürfen nicht mehr trainieren. Klar dürfen sie das, nur nicht mit der ersten Mannschaft. Ganz einfache Kiste. Punkt. Und sorry, wenn sich ein Spieler wegstreiken möchte von einem Verein, ob das bei Dortmund ist, ob das bei Buxtehude ist, ob beim FC Bayern ist. Was willst du mit diesem Spieler? Was willst du mit diesem Spieler? Dann soll er sich doch verpissen. Was willst du mit Spielern in deinem Verein, die nicht für deinen Verein spielen wollen? Hä? Der Take ist, den verstehe ich nicht. Das ist doch das, was bei Fonzie Davies das Thema war. Er hat gesagt, ich möchte nicht beim FC Bayern verlängern, ich möchte nach Real Madrid. Ja, dann geh doch. Ja, let's go, hau rein. Ja, fertig. Ist egal, wie gut er ist. Und wenn das ein Jamal Musiala ist, wenn Musiala jetzt sagt, nächstes Jahr, ey, ich möchte nicht mehr beim FC Bayern spielen, ich möchte für Real Madrid spielen, ja, go, hau rein. So. Dann zieht Real Madrid die Ausstiegsklausel, wir kriegen 150 Millionen und der Spieler ist weg. Ja, Hovi. Tschüssi. Was willst du mit dem Spieler, der nicht für deinen Verein spielen will? So. Ja, dann kannst du den Spieler zwingen, zum Training zu kommen, wenn er sich nicht krank schreiben lässt. Du kannst ihn zwingen, in der Startelf zu stehen. Aber was willst du mit einem Spieler, der nicht bei der Sache ist? Was willst du damit? Macht doch keinen Sinn. So, genauso muss es aber andersrum genauso sein. Wenn der Verein meint, diese Spieler machen keinen Sinn mehr in meiner Mannschaft, dann muss es doch möglich sein, dass diese Spieler dann auch den Verein verlassen. Feierabend. So. Und wenn sie das nicht wollen, weil sie Verträge haben, die Rentenverträge sind, ja, alles gut. Dann spielen sie halt nicht mehr auf der großen Bühne. Dann können sie in der Trainingsgruppe 2 alleine mit einem extra Trainer trainieren und können in der zweiten Mannschaft gerne in der vierten Liga Fußball spielen. Punkt. Wo ist das Problem? Mm, 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 mm. Düt, 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 düt. Ich glaube, die wollten Sané behalten, einen Spieler wie jetzt Diaz dazuholen und Coman verkaufen, weil der einen Markt hat und Geld einbringen würde. Ja, wenn Coman einen Markt hätte, dann wären ja Angebote da. Ich habe kein Angebot bisher in ansatzweise gehört für einen Kingsley. Ich glaube, dass die deshalb mit Sané verlängern wollten und ihn als Ersatzspieler anstatt Coman wollten. Weiß ich nicht. Vielleicht ist das so. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass ein Leroy Sané sich mit einer Ersatzspielerrolle zufrieden geben würde. Dann hast du einen streikenden Spieler. Zumindest von der Körperhaltung her. Mm, 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 mm. Mm, 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 mm. Ja, wie gesagt, die Bewertung für Leroy Sané sind mir egal. Wegen mir kann er in der Türkei jetzt jedes Spiel liefern. Das sei ihm gegönnt so, ja. Also ich habe nichts gegen Leroy Sané. Vielleicht ist er menschlich auch ein lieber Kerl und vielleicht braucht er einfach auch diesen Hype, den er in der Türkei kriegt und so. Das ist doch auch gut, ja. Man muss doch einfach mal sehen, dass das Niveau einfach nicht für den FC Bayern gereicht hat. So, das ist doch auch nicht schlimm. So, da ist doch keiner böse drüber, ja. Das Schlimme ist ja auch nicht, das ist ja auch nicht Leroy Sané vorzuwerfen. Das Schlimme ist, dass der Verein mit ihm verlängern wollte. Und das, obwohl er klar gezeigt hat, nee, das reduzierte Gehalt, nee, das mag ich nicht. Ich nehme jetzt mal den Pini Zahavi. Ja. Und dann, und dann ist so das Schlimme, dass der Verein sagt, ja, ist alles gut. Ist der normale Gang, ist kein Problem für uns. Wir werden mit dem Pini Zahavi uns zusammensetzen. Und so, das ist doch das Schlimme. Ja? Aus Spielersicht, ey, völlig legitim. Ja, und dass ein Spieler, wenn der Vertrag ausläuft, das Maximale rausholen will, ja, let's go. Natürlich will er das. So, wir sind Menschen, Alter. Wir sind alles gierige Wichser. So, fertig. Ja, völlig normal. So, aber dass der Verein das mit sich machen lässt, das ist doch das Schlimme. Mm, 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 mm. Ja, eben. Das ist doch das, Daniel. Ne? Max Eberl hat sich da hingesetzt, hat gesagt, jo, so,
Leute, ich bin jetzt hier. Die Leistungen sind scheiße. Ich gucke mir jetzt ganz genau die Spiele an. In den kommenden 6 Wochen gucke ich mir jetzt bis zum Ende der Saison ganz genau die Spiele an. Und jeder Spieler, der nicht 100% für den FC Bayern gibt, der sich nicht 100% für den FC Bayern den Arsch aufreißt, der wird nicht mehr da sein. Und ich dachte mir, geil, Alter, endlich sagt's mal einer. Zack, der dicke Umbruch kommt. Ja, haben wir es gesehen, das Ende vom Lied. Und jetzt fragt euch mal, glaubt ihr, der Eberl hat das gesagt, um sich dann lächerlich zu machen? Oder hat der Eberl das wirklich gewollt und hat dann von oben die Bremse reingeworfen gekriegt? So, das könnt ihr euch jetzt mal überlegen. Ja, weil wäre es nach Eberl gegangen und Freund, ja, dann nehme ich mal beide mit rein, weil ich denke mal, haben beide auf dem Schirm gehabt und noch den einen oder anderen. Es wäre ja sinnig gewesen, wenn du schon diese Trainingsgruppe 2 nicht machst, wenn du nicht diesen Stepper machen willst, ja, ich kann es nicht nachvollziehen, im heutigen Fußball musst du halt einfach, weil die Spieler sonst am längeren Hebel sitzen. Aber wenn dir das zu hart ist, dann musst du die weiche Kurve nehmen. Und die weiche Kurve ist doch ganz einfach. Du hast 3 Außenbahnspieler mit einem Gnabry, mit einem Lieboy und mit einem Koman. Du möchtest die aber nicht mehr haben, weil die Leistung nicht zu dem Verdienst passt. So, dann ist der einfache Weg, ich verpflichte 3 neue Außenbahnspieler. So, das ist das Zeichen, was du setzen musst. Ja? Und dann müssen die 3 neuen Außenbahnspieler in die Saison starten. Und die anderen 3 sind hinten dran. So. Das ist das Zeichen, was du dann setzen musst. Das ist das weiche Zeichen. Ja? Klar, dann hast du natürlich erstmal eine Menge Kosten, die du ausgeben musst. Das ist eine Menge Gehaltskosten. Aber dann würden doch vielleicht diese Spieler mal darüber nachdenken, ja, ob das hier alles noch so sinnig ist. Ja, weil nochmal, das sind auch alles Nationalspieler, die zu irgendwelchen EMs oder WMs wollen. Und wenn die nicht in den Verein spielen, werden die auch nicht in ihre Nationalmannschaften eingeladen. Ja, so. Aber das wurde ja eingebremst von Uli. Der hat ja den Stock zwischen die Beine geworfen und hat gesagt, nee, jetzt ist Feierabend. So, wir haben einen Spieler verpflichtet, mehr ist nicht. Jetzt müssen wir erstmal verkaufen. Ja, so. Also ich habe schon das Gefühl gehabt, dass der Eberl was er gesagt hat, auch umsetzen wollte, weil das war immer seine Gangart, auch in Gladbach, wenn ihr das mal verfolgt habt. Ja, so. Aber das ist ja, was ich sage, du kannst holen, wen du möchtest beim FC Bayern. Du bist halt nicht in der alleinigen Verantwortung. Ja, man lobt so ein Grösche, bla, Sülz in Frankfurt, ja. Da wird das wahrscheinlich so laufen, dass der am Anfang der Saison, wie es sein sollte, ein Budget gesagt kriegt, dies, das, Ananas und dann kann der arbeiten. Und das ist beim FC Bayern nicht so. Das ist nicht so. Guckt euch den Freund an. Was hat der Freund irgendwie vorzuweisen jetzt beim FC Bayern? Nicht. Gar nicht. Ich weiß nicht, wofür der da ist. Eber genauso wenig. Es ist nicht so beim FC Bayern. Jeder Bums wird von 18.000 Leuten mitdiskutiert, durchdiskutiert und wenn die sich alle irgendwann einig sind, dann passiert vielleicht mal was. Ja? Und dann nochmal. Und dann setzt sich so ein Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge da hin und wollen einen Spieler verpflichten, der den Trainer scheißegal ist und der Sportvorstand mit dem Florian Wirtz. Ja? Weil nochmal, wenn der Kompanie Florian Wirtz gewollt hätte, ja, dann hätte der dem auch mit Sicherheit in der Präsentation, was er erwartet, wo er erwartet, ihm ein Konzept aufgezeigt, was ihn in den Mittelpunkt gestellt hätte. Ja? Und das ist ja anscheinend nicht passiert. Ja. Das ändert nichts. Ja. Das ist wie in Hamburg damals, der Fisch fängt vom Kopf an zu stinken, Alter. Mit dem Kühne da, wo sie sich abhängig gemacht haben. Das ist eine Katastrophe. Ja. Auch wenn ihr geht mal auf YouTube, googelt mal Oli Kahn Podcast, der war in so einem Podcast drin, wo er auch viel über die Bayern-Zeit gesprochen hat. Ey, und hört euch mal an, was der Olli da sagt. Ja, der Olli sagt genau das. Er sagt, es ist beim FC Bayern nicht möglich, neue Wege zu gehen. Es ist nicht möglich. Es möchte keiner hören. Ja, die sind alle festgefahren auf ihrer Linie.
Da ist nichts mit neuen Wegen gehen, irgendwas auszuprobieren. Es ist alles wie vor 20 Jahren und es bleibt da, ja? Und das wird sich nicht ändern. Solange dann Uli Hoeneß, sitzt und die ganzen Alteingesessenen da sitzen. Aber das ist doch auch normal. Das ist menschlich, ne? So. Versuch mal irgendwie 'n 60-Jährigen, 70-Jährigen von irgendwas, zu überzeugen, dass er jetzt alles anders machen muss, wie er's jahrelang gemacht hat. So, wir wissen alle, wie stur alte Menschen sind, ja? Passiert nicht. Und das ist unser Problem grade, was wir haben, meiner Meinung nach. Mm. Warum glaube ich, verlängern, weil Trauzeuge Bestbo von Kimmich ist. Ja, weil der Kimmich hat den Musiala-Move gemacht. Der hat gesagt: „Ey, wenn der Fonzie Davies nicht verlängert wird, dann verlängere ich auch nicht.“ Und der Kimmich hat jetzt bei seiner Vertragsverlängerung, deswegen hat sich das auch so gezogen über ein paar Monate, hat gesagt: „Jungs, ich will hier in meinem Vertrag stehen haben, dass der Serge auf jeden Fall hier so lange bleibt, wie ich auch hier bin.“ Ja, natürlich können die nicht loslassen. Dann schaust dir im Vergleich den Umgang von Barca. Ja, sorry. Ja, ich weiß jetzt nicht, worauf das gemeint ist. Ich weiß nicht, wie Barca mit ihren Spielern umgeht. Ey, es ist ja auch gut bis zum guck mal, keine Ahnung. Nimm mal diese ganzen Beispiele aus der Vergangenheit. So Ribéry, selbst Boateng, kannst ja jetzt drüber denken, was du willst und so weiter, ne? Ähm, dass der Verein zu seinen Spielern steht, gerade in schwierigen Situationen, ja? Das ist ja, was den FC Bayern auszeichnet. Das ist doch auch völlig okay, ja? Mir ist mir kannst du auch leben. Ich verstehe auch den Sinn dahinter, das Gefühl dahinter. Das ist auch gut und wichtig und richtig, auch in der heutigen Zeit, ja? Aber man muss das mal ein bisschen trennen, ja? Man muss das mal ein bisschen trennen. Du kannst das ja auf der einen Seite dieses Gefühl vermitteln und so weiter und dann musst du mal privates, menschliches Umfeld, das ist ein Teil. So, da kannst du sagen: „Mir ist mir in 100%, wenn ihr Probleme habt, wir stehen an eurer Seite“, so wie es immer war beim FC Bayern, ja? Die Tür ist immer auf bei Uli, geht dahin, wenn ihr menschlich irgendwelche Sorgen habt, wenn ihr private Sorgen habt, alles gut. Wenn es aber dann da in die Richtung geht von wegen in die Leistungsrichtung, in die Vertragsrichtung, um Geld, was die Leute verdienen und was sie leisten, da muss eine andere Gangart angeschlagen werden. Da kannst du nicht dieses Mir Samir und alles Schönrederei und da muss man dann mal ein bisschen in die professionelle Richtung gehen, ja? So, und das fehlt bei uns halt. Das fehlt komplett. So, da sagt man: „Oh ja, der Spieler ist 8 Jahre im Verein und ja, komm, ist doch egal. Ist doch egal. Der bringt zwar keine Leistung seit 3 Jahren, der kriegt aber seine 20 Millionen. Ist doch egal. Oder seine 17, ja, weil er nicht so viel spielt, kriegt er nur 17. Gehen ja 'n paar Auflaufprämien weg und so. Ist doch egal. Hat er sich verdient, ist doch jetzt 8 Jahre bei uns, ja? Und wenn der Vertrag ausläuft nächstes Jahr, guck mal, das ist doch so eine gute Kombo mit dem Jorge und, das ist doch so eine Gang und wir brauchen diese Stimmung im Team und komm, da bieten wir ihm 15 an, dann sparen wir 2 ein noch mal und der macht doch auch mal seine 5 guten Spiele, ist doch alles gut, ja? Ey, denselben Move hat man bei Leroy gemacht und derselbe Move wird bei Serge kommen, ja? Ja, man hat das Gefühl, dass das nicht getrennt wird bei uns, ne? Und da gehen wir nicht mit der Zeit, weil wie es ja Ammo vorhin schrieb, ansonsten haben die Spieler die alleinige Macht. So, die Spieler interessiert das nicht. Weil wenn diesen Spielern das interessieren würde, genau wie es 'n Thomas Müller ist, ja, dann würden diese Spieler halt sagen: „Ja, alles klar.“ Ja, dann hätte so 'n Leroy doch sofort gesagt: „Ey, geil. Ich bleibe beim FC Bayern, ich nehme die, was weiß ich, was hat er gekriegt, 12 plus 3 an Prämien, geil, mache ich. Ja, ich committe mich, ich fühle mich wohl beim FC Bayern, ist geiler Verein.“ Dann hätte er das doch gemacht. Ja, dann hätte er das doch gemacht. Ja? Hätte davor 5 Jahre 20 Meter aus diesem Verein gezogen. Ob der jetzt die nächsten 3 Jahre 12 verdient oder 20, was juckt ihn das, wenn er schon 100 Millionen in den letzten 5 Jahren verdient hat? Und wahrscheinlich, was weiß ich, 50 Millionen vorher in Manchester, ja? So, aber das passiert doch nicht. Das ist diesen Spielern doch scheißegal. Die Spieler interessiert das nicht. Die melken, 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 die ziehen alles raus. Auch 'n Thomas Müller.
So, warum hat der Uli denn diese Sprüche gemacht? So, wenn Thomas Müller gesagt hätte, ey, komm, geil, ich hab Bock, ja, ich mache hier noch so ein bisschen den Ersatz, Ulle, ja, als Feldspieler. Komm, mach doch 2 Mille, ja, ist doch fein. Ich habe doch die letzten 10 Jahre hier 150 rausgezogen. Glaubt ihr ernsthaft, dann hätte sich 'n Uli Hoeneß da hingesetzt, hätte gesagt: „Ja, pass mal auf, jetzt ist aber auch gut, Thomas." Ne, hätte der FC Bayern gesagt: „Geil, machen wir." Ja, aber das macht doch kein Spieler. Das macht keiner. Denen ist das scheißegal, Alter. So, und genauso andersrum muss dem Verein das dann auch scheißegal sein, wenn's darum geht. Noch mal, wenn das menschlich ist, Probleme, Blasöls, alles gut. Hat den FC Bayern immer ausgezeichnet, ja? Wenn's aber um vertragliche Dinge geht, muss endlich mal die harte Kante kommen. So, und das kriegen wir nicht hin. Weil es dann heißt: „Ja, was hat das denn mit mir Samir zu tun?" Das passt halt nicht. Trainingsgruppe 2, Trikotnummer wegnehmen oder den Spind in der Umkleide der zweiten Mannschaft finde ich auch krass, aber der Spieler klarmachen, dass auf seiner Position die Nummer 3 fände ich die bessere Lösung. Ja, weiß ich nicht. Die Frage ist ja immer, ob die Spieler das verstehen, weißt du? So. Aber der FC Bayern kriegt das nicht hin. Also, noch Fonzie Davies haben wir durch. Oh, pass auf, nächste Dingen. Ja, warum das keiner mehr ernst nehmen kann. Du sagst zum Leon Goretzka letzte Saison: Pass mal auf, Leon, wir brauchen dich nicht mehr. Das ist nicht böse gemeint. Wir brauchen dich da halt einfach nicht mehr. Wir wollen dich nicht mehr. Deine Leistung passt nicht. Wir wollen dich nicht mehr. Dann gibt es Angebote von den. So, dann sagt der Leon: Oh nee, möchte ich nicht. Bleib beim FC Bayern. Ist top. Und dann bindest du den Spieler wieder voll ein. Dann bindest du diesen Spieler wieder voll in diese Mannschaft ein. Wie unglaubwürdig willst du dich noch machen? Dich nimmt doch kein Spieler mehr ernst. Ja, Chapeau an Leon, dass er dann seine Leistung verbessert hat. Alles gut, ja. Anderes Thema. Alles fein, ja. Aber dich nimmt doch kein Spieler mehr ernst. Wenn du jetzt zu einem Spieler hingehst, auf die nette Tour und dem sagst: Pass mal auf, Serge, ey, pass mal, Serge, es passt einfach nicht, ne? Deine Leistung reicht nicht, wir wollen dich hier nicht mehr, es macht keinen Sinn mehr, such dir doch bitte einen neuen Verein. Was denn? Wer soll das denn ernst nehmen? Ne? So. Und manchmal musst du halt mal einfach mal die Keule schwingen. Und ja, dann trifft es vielleicht auch mal den Falschen, ja. Wenn du jetzt nochmal das Beispiel Opa nimmst und bei Opa jetzt mal die harte Keule schwingen würdest, dann würdest du den Falschen treffen, natürlich. Definitiv, ja. Weil du die Chance beim Davis vertan hast. Aber du wirst irgendwann dahin kommen müssen, dass du diese Keule schwingst. Was ist denn die Alternative? Die Alternative wird sein, dass jeder Spieler, wo jetzt der Vertrag ausläuft, in diesem Jahr, im nächsten Jahr, jeder wird ins letzte Vertragsjahr gehen. Jeder wird sagen: nee, nehme ich nicht an das Angebot, nee, nehme ich nicht an das Angebot, nee, nehme ich nicht an das Angebot. Jeder Spieler. Weil jeder Spieler weiß, Fonso Davis hat 30 Millionen Handgeld gekriegt, Jamal Musiala hat 25 Millionen Handgeld gekriegt, die haben alle riesen fette Verträge. Warum soll der denn Opa jetzt was anderes machen? Warum soll der was anderes machen? Der ist im besten Fußballeralter, so, ja. Ja, der will jetzt auch seine 20, 25, 30 Millionen Handgeld haben. Ja, natürlich möchte er das. Völlig normal. Ja. Und der nächste Spieler wird das wieder wollen. Jeder Spieler wird das haben wollen. Ja, ein Gnabry nicht, ein Koman nicht, ein Goretzka nicht, weil die keine Stammspieler mehr sind. Das sind Ergänzungsspieler. Die sind froh, wenn sie nochmal einen Vertrag kriegen, ja. So, aber selbst die, hast du ja bei Leroy gesehen, werden sich nicht mit 12, 13, 14 Millionen wahrscheinlich abspeisen lassen. Katastrophe. So, wie willst du aus diesem Teufelskreis nochmal rauskommen? Du kommst da nicht mehr raus. Es sei denn, du haust jetzt irgendwann die harte Kante raus. So, und dann stellt man sich dahin und erzählt: Ja, wir haben ja keine Geldscheißer. Ja, ist klar, du hast in den letzten 3 Jahren 50 Millionen an Abfindungen gezahlt für irgendwelche Trainer. Du zahlst für Vertragsverlängerungen mittlerweile 20, 30 Millionen, damit die Spieler überhaupt verlängern. Du hast einen Musiala, der noch 1 Jahr Vertrag hat. Der war noch nicht mal im letzten Jahr. Dem hast du ein Handgeld für die Verlängerung gezahlt. Und wunderst dich dann,
dass ein Upamecano, der ins letzte Jahr geht, auch ein Handgeld verlangt. What the fuck? Hä? Das passt doch nicht zusammen, ja? Die Entwicklung ist eine Katastrophe bei uns. Ist klar, dass du kein Geld hast für Ablösesummen oder sonst was, wenn du jedem, wo du jetzt einen Vertrag verlängerst, Handgeld zahlst, ja? So. Ja, das ist der Trend. Ja, das ist der Trend, dass Spieler ins letzte Vertragsjahr gehen. Aber wir haben selbst einen Musiala ein Handgeld gezahlt. Der war nicht im letzten Vertragsjahr, der war im einen davor. Kannst du dir nicht ausdenken. Warum ein Müller das tun sollte? Weil ein Müller immer so dargestellt wird, als wäre ein Müller Mr. FC Bayern. Er trägt den FC Bayern im Herzen. Ja, hier, wie wir Fans. Ja, das unterstellt man ein Thomas Müller. So. Und das ist ja immer, was ich sage. Wenn ein Thomas Müller das wäre, dann hätte er genau das getan. So. Am Ende des Tages, wie du sagst, ist ein Thomas Müller auch nur jemand, der halt seine ganze Karriere beim FC Bayern verbracht hat, der aus der eigenen Jugend kommt, alles gut, der aber genauso sich da hinsetzt und sagt, nee, nee, hier, ich bin ja immer noch besser wie der Serge und der Serge kriegt 17 Millionen und dann soll ich hier nur 4 kriegen, nur weil ich älter bin. Ja, ja, genau. So. Wäre aber dieser Mister FC Bayern, der den Verein so liebt und im Herzen trägt und bla und Sülz, ja, dann muss man vielleicht auch mal zum Wohle des Vereins entscheiden. So. Vor allem, wenn man 34 ist. Nur so ein Take von mir. Hm? Ja, richtig. Ist es auch. Ja, eben, der hätte auch umsonst spielen können. Sorry, jetzt mal ernsthaft. Ja? So, du hättest als Thomas Müller ja auch sagen können, jetzt mal ganz im Ernst, ja. Was wäre denn die beste Lösung bei Thomas Müller gewesen, wenn der jetzt in der USA dann nochmal ein Jahr in irgendeiner Popelliga rumkickt, ja? Was wäre denn die beste Lösung für einen Thomas Müller beim FC Bayern gewesen? Die beste Lösung wäre doch für einen Thomas Müller beim FC Bayern gewesen. Pass mal auf, ey, ich verhelfe der zweiten Mannschaft wieder in die dritte Liga, ja. Ich kick nochmal auf einem geilen Niveau, hab Spaß, bin Bindeglied zwischen Amateure und Profimannschaft. Wenn es eng wird, gehe ich zu den Profis hoch, helfe da ein bisschen aus, ja. So, natürlich wäre er da nicht mit 4, 5 Millionen entlohnt worden, ja. Aber das wäre doch der beste Move gewesen, wenn er noch weiter Fußball spielen möchte. So hätte er gesagt, komm, Jungs, hier für den obligatorischen, dass ich hier krankenversichert bin, was weiß ich was. Und let's go. Ich bin in meinem gewohnten Umfeld, ja, so. Ja, wenn er noch unbedingt noch spielen möchte, wäre das so eine gute Alternative gewesen. So, ja. Fragt euch mal, warum sowas nicht passiert. Mm, 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 mm. Ja, sorry, da brauchen wir uns nichts mehr vormachen. Im heutigen Fußball ist das nicht mehr. Im heutigen Fußball ist das nicht mehr. Das ist super selten, dass du wirklich noch einen Spieler hast, der den Verein im Herzen hat. So, ja, so ist es halt. Ich meine, du siehst das bei den Spielern zum großen Teil. Also, ja, mit Sicherheit wird der eine oder andere froh sein, so beim FC Bayern zu spielen und sowas, verstehe ich schon. Oder vielleicht auch so ein Tom Bischof, den könnte ich das vielleicht sogar ein bisschen abnehmen, so, weil nochmal, warum sollte so ein junges Talent zum FC Bayern gehen, wenn man gerade weiß, dass das gerade sehr schwierig ist? Ja, aber er denkt sich auch, ich habe die Chance nur einmal im Leben, let's go. Ja, so, da kannst du das noch abnehmen. Aber Spieler wie Gnabry und so weiter, die sind da, weil es die Kohle gibt, Alter. Machen wir uns doch nichts vor. So, ganz einfache Kiste, wegen nichts anderem. So ein Taylor ist das auch noch abgenommen. So, Taylor hat so den Eindruck, ja, der möchte gerne der neue Ribéry werden. Ähm, ja, so ist es halt. Und ja, und Thomas Müller war am Ende der Geschichte natürlich beim FC Bayern, weil er Mr. FC Bayern ist, ja. Aber auch beim Thomas Müller hat es ja selber mal geäußert in seiner, glaub auch in seiner Doku oder was, wo er gesagt hat, ich war 2, 3 Mal kurz davor, dass ich weggehe vom FC Bayern. Ja. So, und wenn du dann immer dieser Mr. FC Bayern bist, als der so hingestellt wirst, ja, dann wär's ja gar nicht so weit gekommen. Also, ja.
Aber das ist der moderne Fußball so, das ist auch nicht zu verurteilen. Ich finde es halt immer nur schade dann, dass man dann die Leute so dahinstellt, als wenn sie das wären, obwohl sie es nicht sind. So. Das ist ein bisschen schade. Das ist der Punkt, den ich habe. Ansonsten, ja, so ist der Fußball halt einfach, ne? So ist es. Gut, ich habe nichts mehr. Wenn ihr noch was habt, dann könnt ihr das gerne jetzt raushauen. Ich bin auf jeden Fall kurz austreten. Ich weiß gar nicht, habe ich hier einen Pause-Screen? Nee, ne? Nee. Wild. Pause, ne? 16.8. Supercup. Werden wir den Titel holen? Weiß ich nicht. Schwer zu sagen, ne? In Stuttgart ist nicht einfach, ne? Kommt drauf an, ob der Voldemort Lust hat auf Stuttgarter Seite. Nee, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie Stuttgart aufgestellt ist. Wenn wir unsere PS auf dem Rasen kriegen, denke ich, ist alles drin, mal. Also Stuttgart ist jetzt keine Übermannschaft, Alter. Aber auch keine schlechte Mannschaft. Also von daher. Wie will sie? Die Leute, wo immer geträumt haben, für Bayern zu spielen, haben wir ja mit Bravour vom Hof gejagt. Die Sabitzer, De Ligt und so weiter. Ja, weiß ich nicht. Ich meine, sagen tun das alle Spieler, ne? Oder viele Spieler. Deswegen weißt du nicht mehr, wie weit du denen das irgendwie abnehmen kannst, so. In der heutigen Zeit. Finde ich schwierig. Ja, bei De Ligt hatte man das Gefühl, beim Sabi auch, fand ich. Aber ja, Sabitzer hat ja nie seine Chance gekriegt. Ja. Hat ja nie seine Chance gekriegt beim FC Bayern, leider. Und De Ligt, ja, keine Ahnung. War halt der Einzige irgendwie, wo du noch eine Ablöse generieren konntest. Deswegen hatte man das Gefühl, dass man den verkauft hat. Ich weiß es auch nicht. Habe ich auch nicht wirklich verstanden. I don't know, ich sag ja, die letzten Jahre, was unsere Transfers angeht, man blickt es nicht mehr, oder? Man blickt es einfach nicht mehr. Mm, 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 mm. So was Romantisches wie der Case mit Müller in der dritten Liga und als Bindeglied zwischen Amateuren und Profis habe ich lange nicht mehr gehört. Ja, deswegen wird ja auch nie passieren, sowas. Mm, 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 mm. Ja, wie gesagt, in der heutigen Zeit, deswegen, ich fand es erfrischend, dass so ein Diaz das halt nicht gesagt hat. Ja. Halt nicht so diese Standardfloskel. Ja, ich wollte schon immer mal für den FC Bayern spielen. Also damals, als ich in Kolumbien aufgewachsen bin, da bin ich auch schon mit dem Bayern-Trikot immer über den nicht vorhandenen Bolzplatz gelaufen. Weißt du, so diese ganze Standard-Scheiß hat er halt nicht von sich gegeben. Das fand ich mal sehr erfrischend. Weil, wie gesagt, das kann es halt. Ne? Ja, so hat man mittlerweile das Gefühl gehabt, so die letzten Jahre ein bisschen, ne? Dass du die Guten wegschickst, so, die Bock haben auf den Verein und die behältst, denen das am Ende scheißegal ist, wo es hauptsächlich darum geht, die Kohle ist da, ne? Keine Ahnung, also wie gesagt, ich habe es beim De Ligt null verstanden. Ich habe es aber auch der Sabitzer, also ja, aber was ist die Alternative so, ne? So, der Sabitzer will halt auch spielen, ey. Und der ist Nationalspieler und möchte Fußball spielen. Und wenn du ihm dann sagst, ja, das ist Kimmich und Goretzka, ansonsten spielt hier keiner, ja, was erwartet man? Ne? Das ist doch immer unser Problem. Das Problem. Das Traurige ist, dass wir diese Spieler verpflichten, obwohl wir das wissen. Ne? Du kannst sie ja durchgehen. So bei Marc Rocker angefangen, über einen Sabitzer, über einen Conny Leimer, über einen Gravenberg, jetzt hin zum Palinja. Die sind alle an Kimmich gescheitert. Alle. Komplett. Alle an Kimmich abgeprallt. Und die haben alle nicht mal eine Chance bekommen. Das ist doch das Merkwürdige. Warum verpflichte ich diese Spieler?
Das ist doch das kannst du dir nicht erklären, ja? Es ist doch gut, wenn du sagst: „Kimmich hier, wow, jedes Spiel 90 Minuten, Goretzka, jedes Spiel 90 Minuten, alles gut.“ Dann verpflichte doch keine Spieler für 50, dafür 35, dafür 25. Dann verpflichte die doch nicht. Wo ist der Sinn? Wo ist der Sinn? Ich verstehe es nicht, ja? So, und 'n Sabitzer war zu der Zeit da, wo Kimmich und Goretzka am absoluten Tiefpunkt waren, Alter. Genauso wie 'n Gravenberch, ja? Die waren nicht da, wo Kimmich, Goretzka hier waren und so performt haben und trotzdem haben die keine Chance gekriegt, so. Dann verpflichte sie doch erst gar nicht. Spar dir doch den Ärger, hä? Ja, die durften jeweils nur spielen, wenn einer verletzt war oder gesperrt, sonst durften die nicht spielen. Katastrophe halt. Mm, 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 mm. Ja, er hat das schon nicht so verneint. Er hat das schon 'n bisschen durchklingen lassen, ne? Und das ist auch völlig legitim, der Diaz. Und klar ist er bei uns, weil er bei uns das Doppelte verdient wie vorher in Liverpool. So. So, der ist 28,5 Jahre alt. Wenn er dann jetzt in seinen letzten 3 4 Jahren noch mal für seine Verhältnisse dick abcashen kann, let's go, Alter. Ja? So, und natürlich, weil er hier auch Champions League spielen kann und so weiter. Ja, das spielt natürlich schon eine Rolle, aber am Ende geht's um Geld, ja? Punkt. Und da muss man ja auch kein Geheimnis draus machen. Wenn er liefert, wenn er ackert, rackert, so wie seine Einstellung ist, dann ist das ja auch fein. Das Problem ist ja immer, dass Spieler sagen: „Ja, ich bin hier wegen dem FC Bayern“, dann trotzdem 20 Millionen verdienen wollen und dann aber keine Leistung bringen, beziehungsweise man das Gefühl hat, es ist ihnen scheißegal, ob sie in der Startelf stehen, ob sie Stammspieler sind, ob sie sonst was sind, ja? Was du bei so einem Gnabry hast, was du beim King hast, was du beim Goretzka hast, denen ist das scheißegal, Alter, ja? So, das ist der Unterschied. Ja, dann ist es doch völlig legitim, wenn du weißt: „Oh, guck mal, da kommt einer, der ist 28,5. Der ist jetzt hier, weil er hier das Doppelte verdient. So, der sagt aber auch von Tag eins an, er reißt sich 'n Arsch auf und gibt alles und 110%. Und wenn er das dann macht, dann ist doch alles fein. Ja, dann ist alles fein. So. Mm, 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 mm. Ja, also, wie gesagt, du hättest den Grafenberch halt einfach mal spielen lassen müssen, ja? Aber da hast du ganz viele Beispiele. Sorry, Leute, wir gucken in 1 Jahr auf 'n Mathys Tel, ich garantiere es euch. Wir gucken in 1 Jahr auf 'n Mathys Tel und werden sagen: „Ja, hätten wir den mal einfach spielen lassen.“ Ja, so wird's laufen, ne? Ist halt leider so. Ist nicht direkt auf Bayern bezogen, aber sicherlich für die nächste Saison relevant. Was hältst du davon, dass die Netto-Spielzeit durch präzise erfasste Nachspielzeiten angehoben werden soll? Vielleicht am ersten Spieltag der zweiten gut. Ich habe den Spieltag nicht gesehen. Aber, was ist denn der Gradmesser? Also, wenn man eine Netto-Spielzeit will, dann soll man eine Netto-Spielzeit einführen. So, was ist der Gradmesser jetzt daran? Dann ist der Gradmesser wieder: „Oh, es gab 10 Einwürfe, also mache ich 1 Minute länger“, oder was? Ja, dann mach doch 'ne Netto-Spielzeit. Dann halt doch jedes Mal die Uhr an. So, wo ist das Problem? Muss ja nicht der Schiri aufm Platz machen, kann ja draußen einer machen. Ja, let's go. Hm, hm, hm. Ja, der Josh kann ja da nix für. Der Josh kann da nix für, dass er da immer aufgestellt wird. So, und das ist ja auch fein. Wie gesagt, er hat doch grade die letzte Saison ersten 10 Spiele mit dem Pavlo war Sahne, Alter. War richtig gut, ja, war richtig stark. Ja, aber danach ging's auch wieder so, ne? Aber gut, ist ja auch fein, sage ich ja. Wenn du mit Kimmich verlängerst, dann muss er spielen und dann spielt er und dann ist das so. Punkt. Da wollen wir auch nicht über 'n Kimmich diskutieren. Ja, dann wird's halt nicht reichen für irgendwas Großes in der Champions League. Es wird auch nicht reichen in der Nationalmannschaft für was Großes. Ähm,
Es sei denn, du machst vorne mehr wie der hinten Chris. Ja, we will see. Mm -mm -mm. So ist das bei den Königen halt. Da läuft das über die Thronfolge. Genau. Das Kimmich Körperkissen hat sie schon, ey. Da kannst du aber einen drauf lassen. Mm -mm 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 -mm. Nee, keine Ahnung, weiß ich nicht, wie es mit der Nachspielzeit ist. Wenn das irgendwie nachgehalten wird, so, dann ja. Wenn das aber wieder so random ist, wie der Schiri das jetzt gerade empfindet, dann nein. Ja, wenn du eine Netto-Spielzeit haben willst, dann führe eine Netto-Spielzeit ein. Das ist mein Take. Ganz einfach. Dann halt die Uhr bei jedem Einwurf, bei jeder Ecke, halt sie an. So. Und die Uhr läuft nur, wenn der Ball im Spielfeld ist. Punkt. Ja, dann mach das. Dann mach eine Netto-Spielzeit, was weiß ich, 30 Minuten, 35 Minuten oder was da angemessen ist und Feierabend. Ja. Wenn das jetzt wieder so random ist und man versucht mal wieder was und dann sagt man, ja, komm, wir machen mal pauschal. Es gab ein paar Ecken, es gab ein paar Einwürfe. So, dann ist das wieder so Auslegungssache und dann wird es wieder schwierig. Der eine macht das dann, der andere dann nicht und bla und Sülz. Das ist halt immer schwierig. Mm -mm -mm. Von mir gibt es keine Kissen. Mir gibt es nur Voodoo-Puppen. Ja, ja, so ist das. So ist das. So. Ja, beenden wir es mit was Positivem oder was? Ich würde sagen, oder? Was ist denn eure Aussicht? Haut doch mal was raus. Meisterschaft? Souverän Meister oder was? Und Champions League? Wo ist Ende? Also wenn ich den aktuellen Kader nehme, aus meiner Sicht vielleicht schon mal. Ja, Meisterschaft ist Pflicht, so, da brauchen wir nicht drüber reden, ja. Es wäre schön, endlich mal wieder nach Berlin zu fahren, ins DFB-Pokalfinale. Champions League. Boah. Ich glaube, Champions League wird schwer für uns, unter die ersten 8 zu kommen. Und ich glaube, spätestens Viertelfinale ist wieder Ende Gelände für uns. Ja. Warum? Ich glaube nicht, dass Vinny in wichtigen Spielen ansatzweise rotieren wird. Und ich glaube nicht, dass er auch nur ansatzweise da irgendwie da mal einen jungen Willen reinwerfen wird. Von daher werden immer die gleichen Spieler wieder in der heißen Saisonphase spielen müssen. Das wird wieder zu mehr Verletzungen führen, zu nicht guter Fitness. Weil dafür ist unser Kader dann zu dünn. Ja, das muss man so sagen. Auf wichtigen Positionen ist er dann einfach zu dünn. Stürmer, Zehner, sei denn Paul Wander macht den nächsten Step. Aber du dann das Vertrauen in Paul Wander hast, wage ich zu bezweifeln. Außenposition, Ulisse, Diaz. Was hast du danach? King, Gnabry. Glaube nicht, dass du die Eier hast und auf den Karl da setzen wirst. Einen richtigen Sechser hast du jetzt gar nicht mehr. Ja, nochmal, Goretzka war der bessere Sechser wie Kimmich gegen Lyon. Du hättest einen Conny Leimer, der niemals im zentralen Mittelfeld auflaufen wird. Außenverteidiger hast du, förderst du nicht. Rechte Verteidiger spielt einer, der es nicht kann, defensiv. Linke Verteidiger hättest du einen Ito, wenn er fit wird, der defensiv stärker ist wie ein Davis. Ja, mal abwarten. Ja, das wird nicht reichen, um auf Champions League-Niveau irgendwie Halbfinale, Finale zu denken. Auf gar keinen Fall. Ja, wenn überhaupt Viertelfinale. Kommt ein bisschen auf die Auslosung drauf an. Dazu, wenn es so läuft wie letzte Saison, haben wir nur eine Spielidee, die heißt Vollgas. Das geht gegen gewisse Mannschaften, ich meine, Inter hat es gezeigt. Ja.
Da geht schon nicht mehr. Du brauchst nur eine Mannschaft haben, die abgewichst ist. Von daher, auch ein Company muss die nächsten Steps machen. Wenn alle gesund bleiben, wenn alle fit sind, haben wir eine gute erste Elf, 100 Pro. Ja, brauchen wir nicht drüber reden. Wenn die Spieler auf den richtigen Positionen stehen und die richtige Leistung bringen, der Mannschaftsgeist ist wie letzte Saison, ist mit Sicherheit alles möglich. Aber das sind einfach viel zu viele Wenns, ja, als dass man sagen kann, oh ja, wir kommen da und dahin. Ja, das ist mein Take. Bisher. Vielleicht passieren ja noch wilde Sachen auf dem Transfermarkt. Ich kann es mir persönlich nicht vorstellen, aber vielleicht haut der Freund noch 3 Neuzugänge für 10, 15 Mille raus und die schlagen ein. Ich weiß es nicht. Glauben tue ich es nicht. Das Wunschdenken, ja. Das sind meine 2 Cents für den Ausblick. Champions League, wenn die Verletzungen wieder alles passieren, wird man nicht weit kommen. Es gibt was Positives, ja klar. Luis Diaz, wir haben 9 Spieler für die linke Seite, Alter. Jetzt mal ernsthaft. Da müsst ihr gehypt sein, Leute. Wir sehen nach 8 Jahren, wenn der Gnabry seit 8 Jahren da ist, Coman ist genauso lange da, wenn nicht länger, sehen wir endlich einen neuen Spieler auf der linken Seite. Und ihr seht nichts Positives, ihr seid nicht gehypt? What? Hä? Leute. Lobpreisen den Stream und Kai für unsere Seelenheil. So sieht's aus. Ich glaube, der Diaz wird's reißen bei uns. Glaub mir. Ich glaube, der passt richtig gut rein. Ja. Ich sehe nur die Meisterschaft, wie gesagt, Kadertiefe ist nicht gleich. Nee, Kadertiefe ist nicht vorhanden, leider. Es sei denn, man würde die Jugendspieler mal echt in die Verantwortung nehmen und die würden die nächsten Steps machen, ne? So. Ja, das ist Spocks. Da muss er noch 3 Jahre warten, glaube ich. Wie lange hat verlängert? 3 Jahre? Ja. Kann ich nachvollziehen, ja. Bisschen schade, ja. Aber gut, so ist es halt. Aber wer weiß, vielleicht kriegt ja Kimmich auch die Kurve wieder. Ne, letzte Saison, erinnert euch an die ersten 10 Spiele, die waren stark. Die waren defensiv stark, ja. Da hat er sich halt nicht so. Er hat halt nicht dieses ganze gemacht, sondern hat Pavlo vorne in die Luft gelassen, dass der das Spiel gestalten konnte und Kimmich hat es aus einer tiefen Position gestaltet. Und das war gut. Das war wirklich gut. Ja. Danach ist es wieder komplett weggerissen irgendwann, ja. Weil Kompanie dann ihm alle Freiheiten wieder gegeben hat mit und du machst jetzt rechter Verteidiger auch noch und das und hier und überall. Wer weiß, ne? Wer weiß, wer weiß. Ja, also mein Take ist, ein Gnabry wird verlängert, ein King wird eventuell verkauft werden in der Winterpause, wenn sich ein Diaz durchsetzt und liefert. Ja, weil King sehe ich jetzt nicht irgendwie groß in der Mitte. Da sehe ich, ein Gnabry kann auch mal in der Mitte aushelfen. Ist dazu der Bro vom Josh, der wird schon bleiben. Ja. Und wer weiß, ne? Vielleicht werden wir zum Glück gezwungen und der Wollemy-Transfer findet nicht statt und ein Paul Wanner ist der einzige Zehner im Team. Und da wir keinen zweiten Stürmer haben, können wir auch nur mit einem Stürmer spielen und müssen mit dem Zehner spielen. So muss Paul Wanner da rein. Vielleicht packt er es, vielleicht macht er den nächsten Stepper. Vielleicht werden wir zum Glück gezwungen. Das wäre doch mal wieder schön. Ne? Wer weiß. Das ist die Hoffnung, die ich habe. Aber ich freue mich auf den Diaz. Ne? Also was ich von ihm gesehen habe und auch seine Aussagen nach dem Spiel. Einfach ein neuer Impuls über die linke Seite. Es wäre natürlich schön, wenn er dann da auch mal einen festen Partner irgendwie hinter sich hätte, aber das wird ja noch ein bisschen dauern. Ja, ist ja, was ich sage. Zu viele vielleicht, zu viele Wenns, ne, was Champions League anbelangt. Aber für die Bundesliga gibt es trotzdem keine Ausreden, meiner Meinung nach. Und selbst wenn da 2 Spieler wegbrechen, Alter, muss das in der Bundesliga reichen. Punkt. Selbst wenn da 3 Jugendspieler auflaufen, muss das in der Bundesliga reichen. Punkt. Ja. Aber wir haben ja auch noch 4 Wochen, Leute.
Nicht ganz? 27 Tage oder was? So lange ist Transferfenster noch auf. Gut. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Wir sehen uns wieder, wenn alles gut läuft. Wir nicht verschollen werden in den Alpen oder so. Wir früh genug sonntags da sind am 25.08., dem Montag, wie immer. Beten, dass Harry und Maike gesund sind, ja. Das kannst du eh tun. Diaz kommt von der Straße, er weiß zu schätzen. Ja, genau das ist es halt. Das ist halt kein Gnabry, kein Sané. Ja. Das ist der große Unterschied. Leute, schönen Abend wünsche ich euch. Und ja. Wann ist nächstes Spiel? Donnerstag, ne? Tottenham. Mathis Tell auf der anderen Seite. Und Palinja. Ach du grüne Neune. Das wird interessant. Meinung gibt's dann auf YouTube. Haut rein. Tschüssi. Ei. Schönen Urlaub, danke, werden wir haben.